Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal zum ersten Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg. Mit dem blauen Auge davon gekommen. Ich habe gerade gesehen, warte. Ganz wilde Nummer. Aber solange ich nachgucke, würde ich sagen, wie immer der Hinweis. Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja. Und wir haben 381 Kommentare vor uns. Wow. Wow. Ja. Da nochmal der Hinweis, ich gehe immer nur auf den Hauptkommentar ein, auf die Diskussion beteilige ich mich nicht. Ja, und damit gehen wir mal rein in den Bums hier. Ich bin gespannt, ich rechne so mit ein Drittel wilden oder ein Viertel wilden Kommentaren. Schauen wir mal. Gut, Joachim. Davis, Kim und Upper sind die beste Offensive für den Gegner. Das ist unterirdisch. Ja, das war leider von den dreien unterirdisch. Habe ich genauso gesehen. Marco Günther, derjenige, der entschieden hat, dass De Ligt gehen musste und Kim und Upamecano bleiben darf, gehört sofort entlassen. Extrem vereinschädigend. Ja, wir haben die Diskussion ausführlich im Stream geführt. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch gerne an. Ich bin da auf eurer Seite, wobei man natürlich abwarten muss, wie sich das entwickelt. Aber ja, wenn nicht ein Eric Dyer da Konsequenz jetzt spielt, dann wird es wirklich wild werden mit den beiden. Ja, da gehe ich mit. Max Albert, leider ähnliche Probleme wie in der letzten Saison. Wäre es die Rückrunde unter Tuchel gewesen, hätte man hier wie gegen Heidenheim verloren. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also vom Fußball her möchte ich das gar nicht vergleichen mit letzter Saison. Also. Ditschmann, Upper und Kim sind Comedy Gold. Nur kann ich als Fan seit 1980 nicht darüber lachen. Mir wird Angst und Bange. Bin für Dyer und Goretzka auf der IV. Ich nicht. Ich bin für Dyer auf jeden Fall und dann entweder ein Upper oder Minjay, je nachdem mit wem die Abstimmung dann am besten klappt. Ist natürlich ein bisschen schade oder auch fahrlässig, dass das noch nie passiert ist, dass da mal einer zusammen im Epic gespielt hat. Das hätte man natürlich schon mal in der Vorbereitung machen können. So hat man in der Vorbereitung auf das Duo gesetzt und wir werden sehen. Vielleicht bekommen sie zusammen die Kurve. Ich kann es mir gerade schwer vorstellen, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wa? Steve King, mir wird Angst und Bange, wenn ich an die ganzen zukünftigen Spiele denke, wo Kim und Upper spielen. Als würden sie bei Gegendruck das Fußballspielen verlieren. Dyer und Palhinha müssen unbedingt von Anfang an ran und es muss dringend ein neuer IV her, sonst sehe ich schwarz. De Ligt lacht sich einen ab. Ja, habe ich ja alles zugesagt mittlerweile, ne? Ich sehe das ähnlich, dass ein Dyer und ein Palhinha auf jeden Fall gesetzt sein müssen. Du brauchst hinten einfach einen Abwehrorganisator und das ist ein Eric Dyer. Auch wenn er die eine oder andere Schwäche dafür hat, aber machen wir uns nichts vor. Ich denke, Kim und Upper haben auch selber genug Schwächen. Und so gravierende Schwächen habe ich jetzt beim Eric letzte Saison auch nicht gesehen, wenn man das mal in Verhältnis zu den beiden setzt. Simon Wagner, nach der heutigen Leistung von Upper und Kim würde ich Eber raten, morgen früh in Leverkusen stumm zu klingen und Tar zu verpflichten. Tar und Dyer kann funktionieren. Ansonsten wird es eine anstrengende Saison mit der IV. Das ist nicht gesund für mein Herz. Positiv finde ich, dass wir das Spiel hinten raus wieder gedreht haben. Das wäre letzte Saison wohl wieder in die Hose gegangen. Zum Glück hat das noch geklappt, sonst hätten wir jetzt 7 Tage Horrorpresse. Ja, da gehe ich mit. Das war positiv. Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob man jetzt unbedingt einen Tar verpflichten muss. Wie gesagt, wenn man das aus dem Gesichtspunkt sieht, dass man einen De Ligt abgibt für 50 Millionen und verpflichtet dann einen Tar für 30 Millionen. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht sollte man auf dem Ito bauen in der Innenverteidigung, wenn er wieder da ist. Und wie gesagt, ich würde einen Airbag da spielen lassen. Der wird das schon ordnen, denke ich, mit einem der anderen Innenverteidiger. Und ansonsten hast du noch einen Ito und Stunny kommt zurück. Das dauert natürlich alles noch, schon logisch. Aber es ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben. Ja. Gerard Berger, zu Upamecano brauche ich nichts sagen, es wurde schon alles gesagt. Ich hoffe nur, dass der Company schneller kapiert als der Tuchel, dass die beiden nichts taugen. Ja, das ist zu hoffen. Ob die beiden jetzt nichts taugen, will ich gar nicht so sagen, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich denke einfach, das Zusammenspiel
Ja, beide sind keine Leader. Ich glaube, beide brauchen einen Spieler neben sich, der die Verantwortung für die Viererkette trägt, ja, und sie ein bisschen anleitet. Ich glaube, dann ist alles gut. Aber das wird die Zeit vielleicht zeigen. Vielleicht auch nicht. Der Zocker. Alleine das, was du sagst über Opa und Kim, das spricht mir aus der Seele. Besser kann man es nicht sagen. Vogelwild, da fehlt der Anker. Jo. Gator. Ich komme aus Hamburg und ich bin HSVer seit 25 Jahren. Ihr werdet lachen, HSV, das war mal. Klar seid ihr wahrscheinlich doppelt so gut. Was ich damit aber sagen möchte, super Analyse und immer kritisch, weiter so. HSV, das war mal. Also bist du kein HSVer mehr, oder was? Ja, Hamburg ist ja auch wieder, ne? Ist ja, aber gut, Saisonstart immer mal abwarten, wa? Wohin die Reise geht bei euch. Ich drücke die Daumen, dass die Hamburger mal wieder hochkommen, ne? Quaddam! Schade, dass wir von jedem Trainer hören, es geht nach Leistung und selbst wenn die Spieler im Training Leistung bringen, muss es doch auffallen, dass die Spieler im Spiel die Leistung nicht bringen. Und zur Abwehr ging relativ schnell, dass wir einen Führungsspieler vermissen. Gut, das war abzusehen, dass es relativ schnell geht, dass wir einen Führungsspieler vermissen werden. Ja, dieses Argument immer, du weißt ja gar nicht, wie die im Training sind, haben wir letzte Saison schon 100 Mal gehört. Das sind Argumente von irgendwelchen Leuten, die es nicht wahrhaben wollen. Ja. Weil wie du schreibst, spätestens wenn ein Spieler so katastrophal spielt, wie es jetzt in diesem Spiel war, kann er der Trainingsweltmeister eine Woche vorher durchgehend gewesen sein. Das gucke ich mir einmal an, das gucke ich mir ein zweites Mal an und dann ist das auch durch das Thema. Ja. Dann nehme ich lieber einen Spieler, der vielleicht nicht der Trainingsweltmeister ist, der aber dann im Spiel die 110% gibt. Ja. Klar, idealerweise ist beides auf einem guten Level, aber das ist am Ende des Tages kein Argument dafür, dass Spieler spielen, die dann so unterirdische Leistungen bringen. Ja. Meiner Meinung nach. Golden Gun. Mit der Abwehrreihe werden wir nicht weit kommen, ohne das Video gesehen zu haben. Michael Myers. Nee, Michael Michels. Wie kommen wir Michael Myers, Alter? Opa, Kim und Davis sind eine absolute Katastrophe. Davis regt mich schon seit Monaten auf. Ich bin voll bei dir und kann nicht begreifen, warum er überhaupt noch im Kader ist. Bei der Licht muss es am Gehalt gelegen haben, aber ich hätte ihn auf jeden Fall behalten. Und dafür Kim und Opa abgegeben. Dazu Tage geholt, dann hätte man zusammen mit Dyer 3 super Innenverteidiger gehabt. Ja, wäre ich sehr wahrscheinlich mitgegangen. Goretzka wäre auf der Position auch eine Alternative und im Nachwuchsbereich wird es doch bestimmt auch einen talentierten IV geben. Mit dieser Abwehr wird sich zur letzten Saison gar nichts ändern, egal wer von den genannten Spielern. Sie machen immer wieder amateurhafte Fehler. Ich hoffe, Bayern reagiert noch einmal auf den Transfermarkt. Ja, habe ich ja schon was zugesagt, ne, wie ich das sehe, mit nochmal reagieren auf den Transfermarkt. Zum Rest habe ich nichts dagegen zu sagen. Jana. Hoffe wirklich, dass es mit Pali, Dyer, mit Pali? Palinja. Hey, du Belly. Dyer und dann vermute ich Ito besser klappt. Hab schon vor 2 Jahren gesagt, dass man Opa abgeben sollte, weil er keine Konstanz hat. Was Kim angeht, keine Ahnung, was in Neapel los war, dass die den als Abwehrmonster betitelt haben. Leider seine Rolle bei Bayern bisher sehr schade. Ja, aber gut, das hast du ja immer mal, ne? Also Sprachbarriere, sich nicht wohlfühlen, nicht richtig ankommen, anderes Spielsystem, anderes Abwehrverhalten. Ich weiß nicht, ob Neapel auch so wahnsinnig hochpresst und sowas kann ich mir bei einer italienischen Mannschaft jetzt nicht so vorstellen. Wahrscheinlich steht da die Abwehrreihe ein bisschen tiefer und er hat mehr Zeit und wird nicht so angelaufen. Das sind natürlich alles Unterschiede. Ja. Ich habe jetzt keine Spiele von Neapel gesehen, von daher kann ich das nicht wirklich beurteilen, aber ja, dann passt der Spieler vielleicht einfach nicht. Ne? Weil er sich bei uns halt einfach anders verhalten muss, wie er es vorher in Neapel getan hat. Charlie, dass Palina nicht gespielt hat, ist eine Sache, aber dass Vini ein System ohne Holding Six spielen lässt, geht mir nicht in den Kopf. Da gibt man 15 Millionen für ihn aus, spielt in einem anderen System und setzt ihn auf die Bank. Also ich stimme dir zu mit Palina. Für mich eine Farce, dass er nicht gespielt hat. Ob wir jetzt mit einem anderen System gespielt haben, weiß ich gar nicht. Kommst du jetzt darauf? Ja, wir haben teilweise mit einer Doppel-8 gespielt. Wir haben aber auch oft genug damit gespielt, dass ein Pavlo sich fallen lassen hat oder ein Kimmich. Also wir haben ja auch zwischendrin mit einer 6 gespielt. Also. Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass die Palinja-Geschichte, also das Einzige, wie ich es mir persönlich erklären kann, weil die Leistung, die ich auch von ihm gesehen habe bei uns bisher, waren mega. Ja, also ich kann mir das nur erklären, dass man am Pavlovic festhalten will und Kimmich mal wieder nicht vor den Kopf stoßen will, weil der Vertrag ausläuft. Das ist das Einzige, was ich mir gerade erklären kann. Ja. Dass man jetzt unbedingt wartet, bis Josh den Vertrag verlängert, dann ist man auf derselben Seite und kassiert, wenn Palinja ihn dann verdrängen sollte, nächstes Jahr noch eine Ablösesumme. Ja. Das ist der einzige Grund, den ich mir gerade vorstellen kann. Das wäre Katastrophe. Ich meine, Kimmich hat es bisher gut gemacht, ja. Aber Kimmich ist keine Alternative für die 6. Im Gegensatz zu Palinja. Kimmich ist dann eine Alternative auf der 8 zum Pavlovic. Ja, aber Kimmich wird sich dann auch mal auf der Bank wiederfinden. Ne? Da gehe ich von aus. Ja? Und also anders kann ich es mir nicht erklären, was jetzt nicht Kimmich schuld ist. War nicht falsch verstehen. Aber Palinja war so stark bisher. Ja? Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum er im Pflichtspiel nicht spielen darf. Katastrophe. Christian Loch. Dyer mit Upper oder Kim. Davis auf die Bank, besser Tribüne und Palinja rein. Dann werden wir so eine zweite Halbzeit nicht mehr sehen. Ja, ganz genau, gehe ich auch von aus. Und wie du schon schreibst, alternativ, stell dir halt hinten auf Dreierkette und Palinja davor. Ja, dann hast du da auch eine Raute in der Abwehr. Ich glaube, auch das ist nicht so schlecht dann. Ja, und du hast einen Eric Dyer, den Upper und Minje da den Druck nimmt. Ja, und die Verantwortung halt auch übernimmt. Warum nicht? Ja. Kasa. Noch ein kurzer Take. Wild. Kasa. War frech, also du schreibst ein kurzer Take und dann schreibst du einen Roman, ne? Noch ein kurzer Take zur Benotung. So sehr meine Euphorie für Kompany vorhanden war, so schnell hat sie einen Knick bekommen. Es geht mir nicht darum, dass man ihm Zeit geben muss, sondern darum, dass er augenscheinlich die gleichen Entscheidungen trifft wie sein Vorgänger. Ich würde dieses Argument bringen, wenn man eine andere Aufstellung und ein anderes System erkennen würde, aber das ist der gleiche Stoß, über den wir uns über ein Jahr lang unter Tuchel aufgeregt haben. Ich überlege gerade, das Spielsystem, ja, das war jetzt auf jeden Fall ähnlich, da stimme ich dir zu. Ja. Wobei wir dann ja zum Schluss die letzten 10 Minuten doch schon noch umgestellt haben auf Dreierkette. Ich lese erstmal weiter. Guerrero macht auf links eine gute Vorbereitung, aber zum Auftakt steckt Davis 90 Minuten auf dem Platz und sieht dabei auch noch mies aus. Ja. Dyer wird wieder ignoriert und wir müssen uns das Gestolper von Upper und Minje reinziehen. Ja. Boye macht ein starkes Spiel, wirkte topfit und wird ausgewechselt. Ja. Musiala in der Vorbereitung ganz schwach, aber steht in der Startelf, dafür Müller auf der Bank. Lieber hätte ich Kimmich, Pavlovic auf der 8 gesehen und Palinja auf der 6. Ja, auch eine Möglichkeit. Tell zeigt sich in der Vorbereitung sehr bemüht, braucht nur wieder etwas Lockerheit und Kompanie setzt ihn verfickte 90 Minuten auf die Bank. Ja. Wenn Gnabry links ein Feuerwerk abgefackelt hätte, dann hätte ich das ja verstanden, aber nein, stattdessen wird Coman eingewechselt, der bisher klar zeigte, dass er keinen Bock mehr hat. Ja, auch das hat er in den 15 Minuten auch nochmal klipp und klar gezeigt. Ne, vom Einsatz her und so, denke ich, hat man schon gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt sich noch die Beine ausreißen wird für den FC Bayern. Der einzige Grund, warum ich das alles nachvollziehen könnte, wäre, wenn Kompany es mit eigenen Augen sehen wollte, was schon ein Dauerthema unter Tuchel war. Gut, da sind wir ja bei der Sache, wie ich es auch im Stream gesagt habe. Ich habe jetzt einen Kompany ja noch nicht verteufelt, ja, und auch noch human benotet, denke ich. Es kommt jetzt darauf an, wie die Aufstellung gegen Freiburg sein wird. Ja, das ist für mich jetzt das A und O. Wenn da dieselbe Grütze wieder in der Startelf steht, dann gehe ich 100% mit. Ja, da müssen wir auch nicht um heißen Brei rumreden. Warum auch? Ja, wir geben den Trainer super gerne Zeit, also ich persönlich zumindestens. Aber da muss man natürlich auch, ja, nach Leistung gehen und was ändern. Ja? Und nicht, wie du schreibst, dann wieder dieselbe Scheiße wie immer. Also dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, auch die Jugendspieler, die hinten dran waren ja mega stark in der Vorbereitung. Ja, warum nicht mitnehmen? Und auf die Bank setzen, 1, 2. Ja. I don't know. Das einzig Positive war, dass die Mannschaft Moral gezeigt und das Spiel gedreht hat. Aber ich freue mich schon tierisch auf die Aufstellung gegen Freiburg. Ich hoffe wirklich, dass wir hier die ersten Konsequenzen von Kompanie erkennen. Ja, das ist auch meine, habe ich ja gerade schon gesagt, meine Erwartung. Wenn da nichts passiert, wenn das, dann geht das in dieselbe Richtung und dann
keine Ahnung. Dann ist auch Hopfen und Malz langsam verloren bei uns. Ne? Also, nochmal, wir müssen jetzt mal langsam wieder dahin kommen, dass nach Leistung aufgestellt wird und nicht nach, auch ja, da läuft der Vertrag aus, ich muss ihn pudern, ja, dass er den Vertrag verlängert. Und hier ist das Wehwehchen und der fühlt sich da gekränkt, der fühlt sich da geschmeichelt. Ich habe jetzt endlich gedacht, nach der ganzen Erzählerei von Company und auch super sympathisch und wie er alles rüberbringt, dass das endlich vorbei ist. Ja, aber diese Aufstellung hat uns ja auf jeden Fall eines Besseren belehrt. Und wie du schreibst, vielleicht wollte er einfach selber sehen, was Phase ist. Wenn, dann hat er es jetzt gesehen. Ja. Und dann muss jetzt reagiert werden. Nach allem, was er bisher geäußert hat und so weiter, kann es nicht sein, dass wieder ein Davis in der Startelf steht, so schlecht wie er war. Und es kann auch nicht sein, dass ein Dyer nicht in der Startelf steht. Ja? Und dasselbe gilt für ein Palhinha. So, das ist für mich Pflicht. Wenn diese 3 Sachen schon nicht erfüllt werden gegen Freiburg, dann wird es schwer. Ja? Dann wird es auch schwer, die Glaubwürdigkeit innerhalb dieses Teams zu behalten, wenn man so auftritt als Coach und so redet und so macht und tut. Aber dann, genau wie Tuchel auch, dann das Gegenteil tut. Ja, das merken die Spieler ja auch rucki-zucki. Ratze Royal. Ich dachte, der Licht wegzugeben wird sich irgendwann in der Champions League rächen, aber ich wurde eines Besseren belehrt. So kann man es auch sehen, ja. Aber es hat sich ja noch nicht gerecht. Wir haben immerhin noch gewonnen, ne? Yuji Kaisen. Bin ich froh, dass Bayern die besten IV der Liga behalten hat und den schlechtesten verkauft hat. Für gutes Geld. Zack zur Insel mit ihm. War ein Augenschmaus, die IV spielen zu sehen. Keine Fehler, alles tadellos, so wird man Meister. Fühle ich, den Sarkasmus mag ich. Husky. Bin zwar kein Bayern-Fan, aber ich finde, du machst das wirklich klasse, authentisch, bist super weiter so. Danke. Real King, um es mal mit deinen Worten einzuleiten. Alto Belly. Ja, ganz genau. Bin heute locker 2 bis 3 Tode gestorben. Mein Blutdruck war locker zu hoch. Du sprichst mir wie so oft aus der Seele, was Analyse und Benotung betrifft. Ich glaube, der taktische Schachzug, die Außen nach vorn zu ziehen, war gut. Problem war da nur die haarsträubende Kommunikation in der Abwehr. Ja. Um deine Frage zu beantworten, warum kein Sechser sich zurückfallen ließ, meiner Meinung nach kannst du das dem Kimmich nicht mehr beibringen. Nee, kannst du auch nicht. Und Pavlovic musste oftmals die Position des LV zumachen, weil Davies irgendwo im Mittelfeld lustlos den Rückwärtsgang eingelegt hat. Ja, teils dachte ich, dass wir mit einer Dreierkette gespielt haben. Sacher und Michael könnte das neue Traumpaar bei uns werden, sowie David und Frank in ihrer Prime bei uns. Ja, ist jetzt natürlich schwer zu sagen nach einem Spiel. Aber ja, Ansätze sind da, sie sprechen die gleiche Sprache. Es ist ja schon mal immer ein guter Dingens, ne? Wir werden sehen. Was mir fehlt, war ganz klar der Zug zum Tor. Einfach mal den Ball geschmacklos Richtung gegnerischen 16er spielen, ohne diese ganze Geschnörkele. Bei unseren IVs habe ich wirklich kurz gedacht, dass das Spiel in Zeitlupe lief. Das Passspiel war teils so langsam und die Bälle, wenn gepasst, immer mit Schnitt oder spezieller Sohle gespielt. Ich raff's nicht, warum man nicht einfach mal schnörkellos mit dem Innenfuß einen druckvollen Kurzpass spielen kann. Wenn Kim und Uppa gepasst haben, dachte man immer, der Ball kommt zum Stehen, bevor er den Mitspieler erreicht. Am Ende des Tages sind es 3 Punkte und ich hoffe, dass Vincent die richtigen Schlüsse daraus zieht. In diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche. Ja, vielen lieben Dank. Hatte ich. Ich hoffe, du auch. Ich stimme dir natürlich zu. Ne? 100%. Habe ich aber auch alles gesagt bisher. Ne? Müsste ich mich ja nur wiederholen. Aber du triffst es auch auf den Punkt. GB. Mit dieser Verteidigung wären wir kein Meisterpunkt. Das ist vollkommen richtig, ja. Das war aber auch, wo ich die Aufstellung gesehen habe. Ja, sorry. Ja, da war das aber auch schon zu erwarten, Alter. Elias, De Ligt wegzugeben war der größte Fehler dieser Saison. Calle ich jetzt schon. Ja gut, das ist ja auch keine Kunst, das zu callen, oder? Da sind wir uns ja alle einig. Ne? Kevin, deine Analysen sind Comedy vom Feinsten, das meine ich positiv. Sehr unterhaltsam, alles Katastrophe. Ich sehe schon die Abschlussanalyse, nachdem die Bayern mit 10 Punkten Vorsprung Meister geworden sind. 3-. Aha, okay. Wild, schauen wir mal. Kaffel, das Positivste war, dass wir ein Spiel gewonnen haben, das wir letzte Saison zu 100% verloren hätten. Die Mannschaft kam nach einem Rückstand zurück und das gab es letzte Saison fast gar nicht. Ja.
Ja, in der Situation stimme ich dir zu, nach einer Führung, dann in Rückstand, dann sind wir selten zurückgekommen, ja. Und schon gar nicht komplett gedreht. Ja, gehe ich mit. Hast du recht. Hat Davis noch schlechter als Note 5 gesehen. Gutes Video. Ja, wie gesagt, ich war bei Davis bei Davis musste ich mich ein bisschen zurücknehmen, weil ich da nicht so meine Antipathie mit einfließen lassen kann, aufgrund seines Verhaltens mit dieser Vertragssituation. Ja, von daher wollte ich da jetzt nicht irgendwie da noch auf Note 6 reingehen und mich dann irgendwie vertun, weil ich da eine gewisse Antipathie habe, woraus ich kein Geheimnis mache. Ja, von daher fällt es mir vielleicht beim Fonsi ein bisschen schwieriger, das einigermaßen gut zu benoten. Und von daher war es bei mir dann die 5 nur. Aber ich denke, damit ist er auch gut bedient, weil mangelhaft war es auf jeden Fall. CB, ich kann dir in jedem Punkt nur zustimmen. Der beste Spieler war von uns Dyer. Der hat die wichtige und nötige Ruhe reingebracht, sonst hätten wir das Ding verloren. Schiri war unter aller Sau. Ja, dass er das Foul und das Handspiel nicht gesehen hat, ging gar nicht. Absolute Katastrophe und diesen Spieltag haben die Schiris auf jeden Fall verloren, was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe, dass Dyer und Palhinha gegen Freiburg von Anfang an spielen. Kompanie muss das doch auch gesehen haben, dass wir einen Abwehrchef mit Dyer brauchen. Er war doch selber der Chef bei City damals. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, deswegen war ich ja auch so enttäuscht, will ich nicht sagen, so überrascht. Ja, gerade weil er selber ein Innenverteidiger war, der geführt hat, der Kapitän war und ich weiß nicht, wen er die Rolle zugedacht hat, der da die Abwehrreihe führen soll. Weiß ich nicht. Wir werden sehen vielleicht. Wenn, dann welcher Innenverteidiger draußen ist. Aaron, sehr treffend. Erkenntnisse für mich, Palhinha, Dyer, Müller und Guerrero sollten gegen Freiburg starten. Ja, Opa und Kim zusammen haarsträuben. Davis einfach lustlos und schlecht. Olise und Boyer sind direkt da und machen Spaß. Außerdem hoffe ich doch noch irgendwie auf den einen oder anderen Abgang. Opa, Coman, Gnabry und Goretzka wären Kandidaten. Gut, aktuell sieht es ja so aus, dass wenn überhaupt es Coman und wenn mit viel Glück ein Goretzka wird, aber ich glaube, Goretzka wird nicht gehen. Ich glaube, Goretzka fühlt sich zu wohl in München und ja, dann ist das so. Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch ein bisschen abgeschlossen mit seiner Karriere nach der Nationalmannschaft aus letzte Saison. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, dass er sich bei uns nochmal durchsetzen wird im Mittelfeld, halte ich für ausgeschlossen. In der IV, wer weiß, wenn er da Bock drauf hat und Kompanie ihn da auch sieht und ihn da vielleicht ein bisschen anleitet und er sich dahin umschult. Weiß ich nicht. Könnte es mir vorstellen, aber müsste man halt sehen, wa? Das wäre aber auch die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass ein Goretzka auf Spielzeit kommt. Alles andere sehe ich persönlich nicht. Und das auch nur, solange Stani und Ito verletzt sind, wa? Statistisch gesehen steuert man momentan auf 68 Gegentoren zu. Wow. Und auf 96 geschossen, ja. Stefan, der Licht war der größte Fehler abzugeben, solange kein Umbruch geben wird. Die Saison wieder ein Reinfall. Uli, mal sehen, was dann machst. Sebastian holen? Ja, das nach einem Spiel jetzt so schwarz zu malen, gehe ich nicht mit, Leute. Ja, natürlich, ich habe das angesprochen, was ich kritisch gesehen habe. Aber jetzt und dann noch nach dem Sieg. Ja, wir haben jetzt nicht 2-1 verloren, wir haben 3-2 gewonnen, Leute. Ja, da jetzt zu sagen, die Saison ist abgeschrieben, bla, Sülz. Nee, immer mal ruhig bleiben. Gerard, ich kapiere die Handregel nicht mehr. Nee, ach, das habe ich vor 2 Jahren aufgegeben. Ja? Muss man jetzt mit Ansage den Ball mit der Hand oder dem Arm abwehren, damit es Elfmeter gibt für uns? Ja, glaubt denn jemand, dass der Gladbacher am Freitag in der letzten Minute absichtlich den Fuß vom Leverkusener touchiert hat? Aber da gab es Elfmeter, logisch. Da sind die guten, braven Leverkusener. Ja, I don't know. Also, wie gesagt, ich bin da auch raus. Aber das bin ich, habe ich ja gerade gesagt, schon seit 2 Jahren. Das Thema Handspiel, frag mich nicht. Edin, Upa und Kim, absolute Katastrophe. Also wenn die Vereinsführung jetzt nicht sieht, was für eine ach so tolle IV haben, müsste man die beiden einfach wegschicken auf die Bank oder am besten verkaufen, weil wir sehen es immer wieder. Ja, aber wer soll denn solche Spieler kaufen, Leute?
Wer soll denn solche Spieler kaufen? Die haben beide in der letzten Saison haarsträubende Fehler in K.O.-Spielen gemacht. Meinst du, da sagen die Vereine, oh geil, die sind ja mental so gefestigt, ich brauche die für die wichtigen Spiele in der Champions League. Nee, eben nicht. Ja. Und deswegen gab es auch keine Angebote für diese Spieler. Ja. So gerne ich auch einen Kim mag, aber ich bezweifle, dass er einfach Bayern-Niveau hat. Und bei Opa das gleiche. In der französischen Nationalmannschaft spielt er mega. Aber bei uns nicht. Wieso ist das so? Und ich würde nach der Vorstellung gerne jetzt Tar sehen. Der würde uns viel mehr Stabilität geben, als ihn diese möchte-gern Verteidiger, die immer Fehler machen und fehleranfällig sind. Wäre ich Trainer, hätte ich die schon längst nicht mehr in den Kader berufen, weil man keine Konstanz sieht. Hoffe mal, das war ein Weckruf für uns heute. Wie du sagtest, mit einem blauen Auge davon gekommen. Das beschreibt das gut. Ja, denke ich auch. Na, wenn man noch sieht, was auch Wolfsburg dann noch für Chancen hatte. Ja. Der ist gut. Christian Brott. Kim Upamecano Davis. Geile Abwehrkette. Lass ich so stehen. Hörche. The same procedure as the last year. Miss Sophie. The same procedure as every year, James. Ja, nur, dass wir noch nicht neue haben. Ne? Phileas. Hoffe, Vini verändert die Verteidigung. Daher muss gesetzt sein, wenn wir schon kein Delicht mehr haben. Ja. Palenia muss auch gesetzt sein. Ja. Wenn das nicht geändert wird, sind wir hinten löchrig wie ein Schweizer Käse. So, nun sage ich nichts mehr, sonst platze ich auch irgendwann. Ja. Tief ein und aus. Reicht doch, wenn ich das mache. Ich mache das für euch halt. Was? Aderans Kramer? Ich hoffe. Ich habe das Spiel vor Ort gesehen. Nach der ersten Halbzeit so eine zweite Halbzeit hinzugucken, unfassbar. Ja, der VfL hätte bis zur 60. das 3-1 machen müssen. Sehr glücklicher Sieg, ja. Mit der Abwehr wird man keinen Titel holen. Unverständlich, wie man mit demselben Personal etwas anderes erwartet. Ja, vor allen Dingen auch unverständlich, dass man mit Personal, was klar kommuniziert hat, dass es nicht mehr bei diesem Verein sein möchte, irgendwas erwartet. Was erwartet man dann? Ne? Das ist das doch. Was erwartet man? Was erwartet man von einem Fonzie Davis aktuell? Ich verstehe es nicht. Was erwartet man von diesem Spieler? Dieser Spieler hat klipp und klar gesagt, er verlängert den Vertrag nicht. Was erwartet man dann von diesem Spieler? Sorry, ich verstehe es nicht. Aber gut, muss ich auch anscheinend nicht. Und auch erst recht nicht aufgrund der Leistung in der letzten Saison schon gar nicht. Ja? Mit welcher Rechtfertigung hat der Mensch in der Startelf gestanden? Also, aber da können wir es wieder mit Tuchel halten, weil er ein feiner Kerl ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Fabius. Wahnsinn, dass jeder Fan voraussehen konnte, dass Opa und Kim ein Totalausfall zusammen sind. Beide unsicher und machen sich gegenseitig dann noch unsicherer. Ja. Und die Vereinsführung denkt wirklich, dass es der beste Move wäre, De Ligt zu verkaufen. By the way, die Aussagen dazu von Eber fand ich mehr als peinlich. Quasi nur drumherum geredet und versucht, Chelsea schlecht dastehen zu lassen, um von dem eigenen Fehler abzulenken. Unterirdisch. Ja, ich habe ja mein Take dazu mehrfach gesagt. Ja, ich denke einfach, dass ein De Ligt deswegen verkauft wurde, weil für die anderen keine Angebote da waren. Ja, und wir Geld halt auch wieder generieren wollten. Deswegen werden wir auch noch keinen weiteren Spieler verpflichtet haben, ja, damit das Minus nicht irgendwie 100 Millionen sagt. Weil wenn du jetzt diese 50 Millionen, die du gekriegt hast von Manchester United, wieder in Tar investierst, dann stehst du am Ende der Transferphase mit minus 110 Millionen da. Und das ist halt nicht Bayern-like. Ja, wahrscheinlich laut dem Paten vom Tegernsee. Bei Kim und Opa verliere ich langsam die Hoffnung, dass sie sich fangen. Ich würde es mir zwar wünschen, aber gefühlt wird es immer schlimmer. Kim hatte in jedem Vorbereitungsspiel einen Bock drin. Wichtig waren jetzt die 3 Punkte, aber Kompany muss jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Ja. Mit der Verteidigung Kim plus Opa plus Davis reinzugehen in das nächste Spiel wäre fahrlässig. Ja, es wäre eine Vollkatastrophe. Sorry. Nicht nur für das Spiel, sondern auch für das Zeichen, was man an die Mannschaft senden würde. Ja, weil man hat sich da groß hingestellt und verkauft, als hier wird hart gearbeitet, es geht nach Arbeit, es geht nach Leistung. Und die Leistung
von diesen 3 genannten Spielern haben alle gesehen. Nicht nur wir. Alle. Ja. Und die jetzt wieder aufzustellen und dann am besten wieder mit demselben Argument wie Tuchel immer, ja, jetzt sind sie besonders heiß, jetzt müssen sie sich nochmal beweisen, wäre fahrlässig. Ja. Also, ich kann mich da nur wiederholen. Es muss jetzt ein Zeichen gesetzt werden. Also. Ich glaube fast, ich würde mich wohler fühlen mit Dyer. Ja. Muss gesetzt sein ab jetzt. Ja. Und Goretzka in der IV. Goretzka weiß ich nicht, habe ich schon mehrfach was zu gesagt. Klingt vielleicht hart, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du immer ein Tor mehr schießt, als du hinten verschuldest. Wäre der Gegner etwas besser gewesen, bei allem Respekt, hätten sie aus mindestens 3 Situationen Profit schlagen können. Ja, absolut richtig, sehe ich ganz genauso. Hätte Wolfsburg ein bisschen mehr Qualität in der Offensive noch gehabt, hätten wir das Spiel nicht mehr gewonnen. Dann hätte es wahrscheinlich 3-1, 4-1 gestanden. Egal, ich glaube an Kompanie und an unser Team. Dir ganz liebe Grüße und eine schöne Restwoche. Mir san mir. Ja, liebe Grüße zurück. Gehe ich soweit mit? Mit Goretzka? Nee, sehe ich erstmal noch nicht. Ja. Ich denke, mit einem Dyer da steht, ich glaube schon, dass er dem anderen Innenverteidiger, ob es ein Upa oder Minjay wird, die Sicherheit geben kann. Ja. Allein, weil er die Verantwortung übernimmt und auch da die Viererreihe koordiniert. Ich glaube schon, dass das dann auch ein Leistungsschub für den Nebenan sein könnte. Wenn das dann natürlich auch nicht hilft und so ein Minjay oder ein Upa oder beide neben da ja auch nicht funktionieren, dann gehe ich mit. Dann wird Zeit für Veränderung. Ja. Ob es dann Stani, Ito oder Goretzka ist, we will see. Hamza Berisha, hoffe ich. Als ich Upa und Kim in der Startelf gesehen habe, wusste ich, es wird nicht leicht für den FCB. Ja, aber das war ja klar, dass die starten. Also, wo ich dann Davis gesehen habe, gingen bei mir die Lichter aus. Volki, boah, Slapstick Innenverteidigung geht gerade so weiter. Ein Bürger, wir haben nicht den Kader, um so offensiv zu spielen. Man muss leider defensiver spielen, um überhaupt eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, geschweige denn Champions League. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, man müsste das Ganze mal mit ein paar Linien auf dem Feld sehen und mit dem Eric Dyer, dann können wir da vielleicht mal in die Diskussion gehen. So würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Phileas, Servus Kai, konnte das Spiel leider nicht sehen, aber verlass mich auf deine Analyse, hab aber ein paar wilde Kommis gelesen, dass Upa und Kim wild unterwegs waren. Geiles Trikot, liebe Grüße. Ja, waren sie. Ja, das Trikot ist schon wieder so hässlich, dass es schon wieder geil ist. Ne? Mark Foreman, vielen Dank, Redmoni, für die klaren Worte und auch die klare Formulierung der Problematik. Leider konnte ich das Spiel nicht live verfolgen. Bei den Highlights werden solche entscheidenden Dinge, denke ich, nicht aufgezeigt. Durch meine doofen Arbeitszeiten auf Wochenende klappt das bei mir nicht wirklich. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass es, glaube ich, am wichtigsten einfach mit einem Sieg zu starten, dass die Mannschaft eine gewisse Sicherheit bekommt. Ja, hätte ich vor dem Spiel auch unterschrieben. Leider hat die Abwehrreihe selbst durch das 3:2 leider keine Sicherheit gewonnen. Ganz im Gegenteil. Auch ich finde es schade, dass ein Palhinha nicht in der Startelf steht. Ja, geschweige denn, dass er noch nicht mal eingewechselt wurde. Ja. Genauso wie Dyer, Müller und Taylor, hoffentlich spielt sich das ein. Und auch ich finde es ehrlich gesagt kacke, dass ein Davis spielt. Deine Meinung zu ihm unterschreibe ich zu 100%. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also ich habe da auch kein Problem mit, wenn jemand das komplett anders sieht. Und hätte ein Fonsi jetzt irgendwie auch richtig abgeliefert und du hättest gemerkt, wow, er will richtig, er hat Bock, er ist heiß. Ja, macht er das mal 3-4 Wochen, würde ich mich wahrscheinlich auch umstimmen lassen und würde sagen, alles klar, lassen Fonsi spielen und hoffentlich unterschreibt er nochmal einen Vertrag. Ja. Aber all das strahlt er ja nicht aus. Er strahlt es ja nicht aus. Ja. Das ist doch das Schlimme daran. Ja, vielleicht war das jetzt die Chance, die Kompanie ihm gegeben hat und er hat jetzt gesehen, ja, der Spieler macht so. Ich hoffe, man zieht die Schlüsse raus. Ja? Also, weil das war aber so gar nichts. Ich nenne dich mal Alpha, wa? Hab Musiala sehr stark gesehen insgesamt, trotz kurzer Schwächephase am Anfang. Auch wenn man ihn nicht pressen kann, wenn er angelaufen wird, spielt er die Leute einfach aus. Ja, das ist eine große Stärke von Musiala. Muss sagen, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, dass du sagst, Musiala sollte nicht spielen, weil er gegebenenfalls Ulm nicht performt hat. Natürlich müssen diese Spiele gewonnen werden, solange das der Fall ist, sind sie meiner Meinung nach nicht aussagekräftig.
Fand es sehr schade, dass Tell gar nicht gespielt hat. Das kann auf keinen Fall so weitergehen, auch wenn es noch Odyssee, Coman, Gnabry, den ich auch katastrophal finde, und bald auch noch Sané gibt. Palhinha sollte auch spielen, so ein Spielertyp fehlt uns einfach. Warum lässt man es uns nicht zeigen? Das weiß ich nicht. Hat man in den Testspielen, ja, die waren beide sehr, sehr stark, vor allem das letzte gegen Grasshopper Zürich. Boah. Vielleicht bin ich zu gut, glaube ich, aber bei Kim und Opa kann ich mir vorstellen, dass man die einfach durchgehend zusammen spielen lassen muss. Nö. Der Zug ist, aus meiner Sicht ist der Zug leider abgefahren. Sorry. Aus besagten Gründen, dass keiner dieser beiden Spieler auch nur ansatzweise fähig ist, eine Viererkette zu führen. Bis sie sich selbst wiederfinden und sich gegenseitig gut kennen auf dem Platz. Ja, aber sie haben letzte Saison konstant zusammengespielt. Konstant. Jedes Mal, wenn beide laufen konnten, haben sie gespielt. Bis zum Ende der Saison, wo es ein Tuchel dann endlich gerafft hat und ein De Ligt und ein Eric Dyer hat spielen lassen. Ansonsten haben sie die komplette Saison gespielt zusammen. Ja? Und sie haben sich halt nicht gefunden. Hatte wirklich Vorfreude auf Kompanie und nach einem Spiel da einen Stempel drauf zu machen, macht natürlich auch keinen Sinn. Ja, sehe ich genau, das macht keinen Sinn. Aber auch der Trainer muss sich noch verbessern, ja. Ansonsten hast du ja alles Wichtige gesagt, wie zum Beispiel Davis Katastrophe und Bouillet Auswechslung komisch. Schöne Woche wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Oder eine schöne Restwoche. Cringe Stuff. Das ist ja schon mal ein wilder Nickname. Bezüglich deiner Antipathie gegenüber Davis, da bist du definitiv nicht zu hart. Für mich mit Minjay der Schwester auf dem Platz. Opa hat wenigstens viele Zweikämpfe gewonnen, aber größtenteils auch passsicher. Bei ihm kann ich mir auch noch eher vorstellen, dass er mit richtigen Führungsspielern neben sich wieder starke Leistung abrufen kann. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Erinnert euch an De Ligt und Opa. Das war echt okay, ja, was ein Opa da gespielt hat. Opa braucht einfach jemanden neben sich, der die Viererabwehrkette führt, meiner Meinung nach. Und dann ist ein Opa auch zur guten Leistung fähig, ja. Wenn er nicht die ganze Verantwortung tragen muss. Was ich aber generell nicht verstanden habe, warum spielen Davis und Gnabry auf links, wo sich doch Guerrero und Tell dort eingespielt haben. Habe ich auch nicht verstanden. Ist doch eigentlich logisch, dass die beiden da nichts hinbekommen. Die haben da ja nicht einmal gespielt bisher. Ich frage mich jetzt, ob es Sinn macht, noch einen IV zu holen oder auf Dyer und in Zukunft eventuell auch Ito zu setzen. Vielleicht sogar einen Goretzka ausprobieren. Mal sehen, wie es so weitergeht. Ja. Habe ich ja gerade schon was zu gesagt im Kommentar vorher. Brauche ich ja nicht wiederholen, ne? FCB 89. Noch kann Bayern die Saison retten. Was für eine Saison retten, Alter. Wir haben Spieltag 1 und haben gewonnen. Alles ist gut. Wenn man Opa und Kim verkauft. Klar mit Verlust, aber das kennt man ja von Eberl. Andernfalls sollten wir beten, wenigstens die Champions League Quali zu schaffen. Ach, Leute, jetzt mal da mal nicht so schwarz. Ja, man muss die richtigen Schlüsse rausziehen, habe ich schon gesagt. Palhinha rein, Eric Dyer rein und dann sehen wir schon ganz anderen Fußball, Leute. In der Defensive. Und Offensive war doch schon gut. Die erste Halbzeit. Max, ich kann es nicht fassen, dass man die Luft abgegeben hat. Kim und Opa machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben letztes Jahr. Ja. Aber das war jetzt auch nicht anders zu erwarten, ne, wenn die beiden gleichzeitig auf dem Feld stehen, oder? Es war ein bisschen überraschend, dass es direkt in Spiel 1 so ist. Ja, da gehe ich mit. Ja, aber ist vielleicht auch der Vorteil, so dass der Trainer jetzt auch Bescheid weiß. Ne? Samir, wir werden so auf die Fresse kriegen in dieser Saison, wenn Kim und Opa in der EV bleiben. Wie konnte man die Licht verkaufen und wie kann man Boe spielen lassen? Dyer muss spielen. Boe hat doch ein starkes Spiel gemacht. Der Rest, ja. David oder David Moon. Gute Analyse, klar und geradeaus. Und ja, du bist auch bei Vincent Kompany genauso kritisch wie bei Thomas Tuchel und auch die Spieler werden nicht geschont. Gut so. Ja. Warum sollte ich jetzt auch, nur weil ich in Kompany, wie gesagt, ich habe einen Tuchel am Anfang auch sehr gemocht. Ja, weil ich auch bestimmte Dinge erwartet hatte vom Tuchel. Ähnlich wie ich es jetzt auch von Kompany tue, ja. Also. Und erst recht mit denen, wie er es vollmundig alles angekündigt hat. Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, das war jetzt eine Halbzeit abwarten, wenn die richtigen Schlüsse gegen Freiburg rausgezogen sind. Oder werden, ja. Die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Dann ist auch alles gut, denke ich. Oder wird alles gut.
Patrick, Innenverteidiger weit außen ist wegen der Torwartkette. Wenn ein Mittelfeldspieler sich fallen lässt, fehlt der Extraspieler weiter vorne. Ist ein wirklich sehr neuer taktischer Ansatz, mit dem viele Trainer experimentieren. Das sorgt natürlich auch für Probleme in der Defensivbewegung, wie du festgestellt hast. Okay, vielen Dank für die Aufklärung. Jürgen, mit dieser Defensive gewinnen die wieder nichts. Mit Glück vielleicht den DFB-Pokal. Wo war De Ligt, der beständigste Verteidiger der letzten Saison? Ach so, abgeschoben. Hatte ich vergessen. Upamecano war ein Totalausfall, ist ein Totalausfall und bleibt ein Totalausfall. Verkaufen schnellstmöglich. Tim Zauner, genau. Das regt mein Vater auch immer auf, dass Kimmich, wenn er in der Mitte spielt, auch immer wieder zurückschießt, wenn es mal schnell gehen soll. Ja, das ist leider so. Es ist aber auch nicht wirklich Kimmichs Stärke. Ja, das müssen wir mal knallhart sagen. Ist aber auch nichts Neues. Ja. Kimmich hat andere Qualitäten, wie seine Chipbälle, als wie diese Geschichten. Ne? Aphobis. Alle Spieler, die nicht mehr gewollt sind, außer Leon, Kimmich auf 6, Gnabry, Sané, ich kann nicht mehr. Davis, warum spielt er überhaupt? Dieses Jahr leider nur auf Euroleague-Niveau. Derselbe Scheiß wie letztes Jahr. So weit will ich noch nicht gehen. So weit gehe ich noch nicht. Ruhig bleiben, ne? Brokkoli-Bieter. Sieht sich Bayern eigentlich selbst noch als Topverein? Haben die gehofft, dass die Pannen-Innenverteidiger plötzlich stabil stehen? Das Prinzip Hoffnung ist für Bayern nicht ausreichend. Absolut wild, was in Bayern gerade passiert. Nach vorne sieht es gut aus. Ja. Passt nur sehr gut zusammen. Space. Es wird bestimmt Gründe für die Nicht-Einwechslung gegeben haben. Vertraue der Company. Bin mir sicher, dass wir im nächsten Spiel eine andere Aufstellung sehen werden. Dann nennen wir mal einen Grund, der dagegen gesprochen haben soll, Palhinha einzuwechseln. David Moon. Upa und Kim sind gute Fußballer und starke Verteidiger, aber geraten sie unter Druck, werden sie hastig, fahrig und spielen chaotisch, unberechenbar, auch für sie selbst und Mitspieler. Ja, ist ja aber auch nichts Neues, ne? Knott. Dass Palhinha nicht gekommen ist, verstehe ich auch nicht. Wieso eigentlich? War der nicht fit? Ich weiß von nichts, dass er nicht fit war. Kasa hat mir am Samstag das 4:1 der zweiten Mannschaft bei den Kickers Würzburg reingezogen. Ja, ihrer Kunde mit einem Hammer-Auftritt, 2 Tore geschossen und 1 vorbereitet. Der Typ ist schon geil, hat eine bombastische Athletik. Aznu spielt als RV stabil, aber unauffällig. Macht echt Spaß, den Jungen zuzuschauen. Die mischen die Regionalliga bisher richtig auf. Da die beiden gegen Würzburg eingesetzt wurden, war klar, dass sie in Wolfsburg nicht im Kader stehen. Ich bin da schon bei dir. Ein paar Aufstellungen, Auswechslungen waren fragwürdig. Dass Davis den Vorzug vor Guerrero bekam und auch Dyer zuerst nur auf der Bank saß, habe ich absolut nicht verstanden. Bei Taylor hatte ich es geahnt, warum aber Coman später rein durfte und Müller nicht von Anfang an spielte, konnte ich wenig nachvollziehen. Ja, ich auch nicht. Das sieht für mich alles immer noch nicht nach Leistungsprinzip aus. Für mich leider gerade auch nicht. Dass Palhinha noch nicht spielt, habe ich schon verstanden. Er ist neu im Team und hat noch eine Ärmel in den Knochen. Boah, wenn du das Spiel gegen Grasshopper Zürich gesehen hast, nein. Sorry, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Dann definitiv nein. Ja, der hat super fit gewirkt und super stark, auch das Testspiel davor. Also nein. Nee, ist für mich leider, also für mich persönlich kein Argument. Auch ein Kimmich hat die EM gespielt. Und hat sofort wieder drin und spielt sofort wieder jedes Spiel. Also nein, ist kein Argument. Klar, das gleiche könnte man über Olise sagen, aber ein Flügelstürmer hat halt doch andere, weniger defensiv kritische Aufgaben als ein Sechser. Und Pavlovic hat das ja auch gut gemacht, wie ich finde. Auch wenn man gerne Palhinha für Kimmich hätte bringen können und Pavlo weiter nach vorne. Ich denke, man darf mit dem Sieg mehr zufrieden sein. Beim VfL ist es immer schwierig und nachdem man so kurz nach der Halbzeit sogar in Rückstand geriet, habe ich schon das Schlimmste befürchtet. Das war 1:1 der gleiche Scheißdreck wie schon unter Tuchel. Defensiv lässt man sich halt immer wieder schnell überrumpeln. Hoffe, dass Company da was machen kann. In der PK hatte er es ja gesagt. Die Spieler sind zu naiv und glauben, dass der Gegner sich nach einer guten Halbzeit freiwillig ergibt. Naja, ich würde sagen, bring schon mal ein paar Linien, der wird schon mal einiges unterbinden. Welche Note gibst du dem Schiri? Ich wäre bei einer 5. Ja, stimme ich zu.
Schiri war mangelhaft, Alter. Hans Landau, wenn man im Winter oder nächstes Jahr verzweifelt bei Tar anklopft, wird dieser sich gemerkt haben, dass der Aufsichtsrat, sprich Hoeneß, in diesem Sommer doch nicht so überzeugt von ihm waren. Ein weiteres Eigentor des Vereins bahnt sich da an. Aha, wer sagt das denn? Weil wieder irgendeine dumme Zeitung diese Scheiße schreibt oder was? Vielleicht ist schon der Vertrag längst safe mit dem Tar und er kommt nächste Saison ablösefrei. Und darauf zieht der FC Bayern gerade ab. Anstatt Leverkusen 30 Millionen in den Arsch zu pusten. Schon mal darüber nachgedacht? Hä? Wild. Helmut, Kim und Opa, Halleluja. Da muss was passieren. Warum die beiden halten, kosten die kein Geld? Ich nicht. Vielleicht spielen die umsonst. Vielleicht bringen die Geld mit, wie eine Formel 1, so mancher Fahrer. Ari Richter, Davis 17 Millionen und der Licht zu teuer. Yes. Ganz genau. Andreas Wagner. Kim und Opa machen die gleichen Harakiri-Fehler wie letztes Jahr. Wahnsinn. Ja gut, aber war jetzt irgendwie anders zu erwarten, oder? Christoph. Also, bei den Kaspern, Kim, Opa und Davis hätte ich ehrlich gesagt eine 6 eher gefühlt. Da kannst du safe 3 random von der Tribüne nehmen und die spielen auch safe nicht schlechter als die 3 Flachpfeifen. Geht ja auch schlecht. 3 random von der Tribüne. Musst du dir gerade mal bildlich vorstellen, weißt du? Servus. Hallo, mal kurz ins Stadion gefragt. Hat jemand Lust? LT, feier deine Analysen, danke. Ha. Dyer ist besser als Kim, aber Kim spielt, weil der 40 Millionen gekostet hat. Statt ihn auf die Bank zu setzen und zu warten, bis jemand anderes schwächelt. GB, du hast Guerrero vergessen. Warte, ach, der durfte ja gar nicht spielen. Frech, ne? Tino, Davis 90 Minuten auf die Bank. Sowie Bavarian. Für mich nächstes Spiel Guerrero, Dyer, Palinja, Coman, Müller gesetzt. Coman sehe ich jetzt nicht unbedingt, wenn er überhaupt noch da ist. Guerrero, Dyer, Palinja gehe ich auf jeden Fall mit. Musiala war jetzt nicht so schlecht, wenn wir jetzt darüber reden, dass Musiala in Konkurrenz mit Müller steht. Ja, würde ich es auch anhand des Bauchgefühls der Tagesform ausmachen. Zwischen den beiden. Ja, aber du kannst natürlich auch einen Müller spielen lassen und Musiala auf die halblinke Position bringen. Ja, Möglichkeiten gibt's ja mehr als genug. Seat. Ich verstehe beim Davis seit einiger Zeit nicht, was sein Auftrag fürs Spiel ist. Der Typ ist super schnell und hat eine passable Technik. Warum also läuft er teilweise auf wildesten Positionen rum? True. Manchmal sogar neben Kane im Sturm gestanden. Oder zieht immer wieder in die Mitte, statt außen durchzulaufen und sein Tempo anzubieten, indem er hinter die Kette zieht. Ja, war schon unter Tuchel nicht der Fall, wurde das auch nicht getan. Wenn er bei Gegenstößen des Gegners dann wieder mal ganz vorne war, dann fehlt einfach sein Tempo, um hinten Druck zu machen und den Ball zurückzuholen. Wo ist da der LV? I don't know. Ja, I don't know, ich kann es dir auch nicht sagen. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Und das ist halt auch ein großes Problem, weil dann ein zentraler Mittelfeldspieler oder sogar ein Innenverteidiger auf diese Pose gehen muss. Und der zentrale Mittelfeldspieler lässt sich dann auf die Innenverteidigerposition fallen. Und schon ist völliges Chaos da. Und ja. Aber wenn du da keinen hinten in der Viererkette hast, der dann auch mal sagt, ey, Fonsi, ne, jetzt aber mal hier so und so, dann ja, passiert vielleicht eben genau das. Warum er da 90 Minuten durchspielen durfte, wenn das wirklich der Fall war, dass es nicht geplant war, wäre dann die andere Frage. Ja, von daher ist es ja anscheinend so gewollt von Kompanie. Christian Brot, welcome back. Tore Fußball, Leistungsprinzip, Fehlanzeige. Ja, erste Halbzeit war kein Tore Fußball, Leute. Aristoteles Erbe. Warum nochmal hat Bayern letztes Jahr nichts gerissen? Man hat doch mit 94 Toren die meisten der Liga erzielt. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Weil man 45 Gegentore bekam, fast 1,5 pro Spiel. Das ist natürlich meistens zu viel, um Meister zu werden. Der Meister Leverkusen bekam nur 25 Gegentore, auch weil sie einen guten Abwehrchef Tah hatten, der über 79% aller Luftduelle gewann und mit seinen 195 Zentimetern, Vergleich De Ligt, 60%, mit 35,82 km/h der schnellste IV war. Vergleich Sané, 35,84 km/h und die beste Passquote hatte mit 94%, obwohl er auch progressive Pässe spielt. Da ist es das Wort, ich habe drauf gewartet. Ich feiere progressive Pässe so sehr. Und was macht Max Eber? Er schwächt die schwache Abwehr, indem er den besten IV, den man hatte, verkauft und dafür jemand überteuert holt. Ito.
der nur 47% seiner Zweikämpfe gewinnen konnte. Der liegt knapp 60%. Aber wer sagt denn, dass Ito bei uns IV spielt? Mit Olise war ein sehr guter Spieler geholt. Mit Olise wurde ein sehr guter Spieler geholt, der aber zum einen unter Glasner bei Palace mehr in den Halbräumen statt außen agierte und der zum anderen die Probleme Bayerns nicht lösen wird. Denn selbst, falls er besser als Sané performen sollte, was abzuwarten bleibt, was bringt es Bayern, wenn man statt 94 Tore, darunter waren 58 Tore ohne Kane als Torschützen, nun 95 oder 97 Tore erzielen sollte? Nichts, denn die Abwehrschwäche blieb bestehen und wurde sogar dank Ito noch schlimmer, wie man noch feststellen wird. Also ich weiß nicht, warum du so eine Antipathie gegen Ito hast. Ich weiß auch nicht, was der Ito jetzt damit zu tun hat, weil der gar nicht im Kader ist. Nochmal, wer sagt, dass ein Ito Innenverteidiger spielen wird? Wer sagt denn, dass er nicht als Linksverteidiger eingeplant ist, weil er es auch in Stuttgart teilweise gespielt hat? Aber gut, lass ich mal so dahingestellt. Vielleicht hast du ja in deine Glaskugel geguckt und vielleicht hat die dir das Richtige vorhergesagt. Wenn dem so ist, dann schreib mir mal die Lottozahlen rein. Boe war heute gut, bis auf den Elfer. Aber bei Kim weiß man doch, dass er zwar ein guter Zweikämpfer ist, aber Probleme im progressiven Spielaufbau hat. In Italien wurden die nicht aufgedeckt, da Neapel einen anderen Spielstil hatte als Bayern. Und er konnte und durfte mehr lateral aufbauen. Und was macht Kompany? Er verschlimmert es, indem er Linksfuß Kim als rechten IV aufbietet und Rechtsfuß Opa als linken IV. Opa ist super schnell und hat einen nicen, auch progressiven Spielaufbau. Jedoch zwei Schwächen, die er nicht mehr abstellen kann. Er ist für heutige Verhältnisse etwas zu klein, um mehr Luftduelle zu gewinnen. Gegen Gegner ab 1,90 Meter Größe und er hat sehr oft 1 bis 2 gravierende Aussetzer in seinem Spiel. Ich stimme dir beim Opa ja zu, war, das auf die Körpergröße zu münzen, ist für mich völliger Schwachsinn. Du kannst ja gerne sagen, Opa hat nicht genug Sprungkraft und dann fehlen ihm 3 Zentimeter oder sowas. So kannst du ja argumentieren, aber zu argumentieren, er ist zu klein, ist halt Schwachsinn. Ja? Kannst ja mal googeln, wie groß Karl-Heinz Riedle war. Kannst ja mal gucken, wie viel Kopfballtore der gemacht hat und vielleicht auch, wie hoch er in der Luft stand. Also nee. Wegen 5 bis 10 Millionen wurde bei Tage geknausert, zu Beginn der Transferperiode. Aber bei Ito saß das Geld locker. Auch bei Olise und Desiree Doué. Unprofessioneller geht's ja nicht, lieber Max Eber. Der einzige Spieler, der Mannschaft etwas mehr Kompaktheit verleihen kann, und das war der beste Transfer, ist Palhinha. Und was macht Vincent Kompany? Er lässt ihn draußen, stellt dafür den Spieler auf die 6, der seit Jahren in Fachkreisen dafür bekannt ist, dass er sehr positionsuntreu ist und daher viele Lücken im Mittelfeld reißt, die Gegner permanent ausnutzen. Kimmich ist ein toller Spieler und toller Charakter, aber warum erkennt man nicht, dass seine Stärken am besten auf der rechten offensiven Mittelfeld-Achterposition in einem 4-2-3-1 zur Geltung kommen und dann gleichzeitig seine Schwächen nicht so sehr ins Gewicht fallen? Okay, den Take kannst du mir mal gerne zeigen, wo Kimmich das bewiesen hat. Let's go. Nennen wir mal die Spiele, wo Kimmich das bewiesen hat, dass er als rechter offensiver Mittelfeldspieler seine Stärken am besten ausspielen kann. Ich wüsste kein Spiel, wo er mal auf dieser Position aufgelaufen ist. Aber klär mich gerne auf. Vielleicht als er 16 war? Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Ja, ich sehe das ähnlich, dass ein Kimmich mit Sicherheit auf dieser Position, solange er nicht gepresst wird, auf jeden Fall besser performen wird als auf irgendeiner Sechserposition. Da stimme ich dir 100% zu. Aber bewiesen ist das halt auch noch nicht, dass Kimmich diese Position wirklich gut interpretieren kann. Ja. So schlecht von Vincent Kompany, aber er wird im Laufe der Saison, wenn er es nicht korrigiert, selber dafür bezahlen. Ja, nee, er wird nicht im Laufe der Saison dafür bezahlen, er wird direkt in den nächsten 1-2 Wochen dafür bezahlen. Ja. Ich stimme dir dazu, was ein Palhinha anbelangt. Ja, also ohne Wenn und Aber, der gehört zu 100% gesetzt auf der Sechserposition, Feierabend. Ja. Und ob du dann davor mit 2 Achtern agierst oder mit einem Achter oder gar keinem Achter und 2 Zehner dafür, wie auch immer, sei mal dahingestellt. Ja. Aber Palhinha gehört einfach auf die Sechserposition und das gesetzt, Feierabend. Dafür hat man den Mann verpflichtet und
Weiß nicht, warum man das nicht nutzt. Ja, da stimme ich dir zu. Prognose für die Saison. Mit diesem aktuellen Kader wird man erneut Lehrgeld bezahlen. Man darf sich auf eine weitere Titelsaison einstellen, wenn man nicht noch signifikant upgradet in der IV. Nee, das sehe ich zum Beispiel nicht so. Man muss einfach jetzt mal die richtigen Schlüsse daraus ziehen, die richtigen Spieler aufs Feld schicken und dann wird das auch schon besser werden. Natürlich würde uns noch ein guter IV zu Gesicht stehen, da gehe ich mit. Ja. Aber jetzt zu sagen, wenn man jetzt keinen IV mehr verpflichtet, wird das eine Katastrophensaison, sehe ich nicht so. Muss halt einen Eric Dyer spielen lassen, ja, der den Abwehrchef gibt und gut ist. Laisito, aber ansonsten sehr interessanter Post, danke dafür. Ja, das Spiel hat einen mal eben 50 Jahre altern lassen. Erste Halbzeit war echt stark, aber was mit Stieler los war, absolut keine Ahnung. Klares Handspiel, klare Rote für Arnold beim Nachtreten gegen Harry, ansonsten Boe sehr stark gewesen. Was ein Elfer war, keine Ahnung. Ich sehe keinen Kontakt, der zu so einem Fall führen soll. Ja gut, dass kein Kontakt für so einen Fall da war, ist ja klar. Ja. Es wird eine leichte Berührung gegeben haben und das war es auch. Ne? Die Berührung mit der Hand reicht eigentlich nicht und unten gab es nichts. Die gelbe Karte hat dann vermutlich zur Auswechslung geführt. Irgendwie noch das Spiel gedreht, Mentalität bewiesen, aber diese Fehler müssen abgestellt werden. Upa war neben Dyer absolut in Ordnung und das wäre dann auch meine IV-Paarung, zumindest bis Ito fit ist. Katastrophe waren für mich heute auf jeden Fall Minjay und Davis, die gerne zurück auf die Bank dürfen müssen. Ja. Wirklich gut, eigentlich niemand. Am ehesten Heavy, der halt vor allem schlau gespielt hat. Beim Konter in der 90. hätte er auch schießen können, er dreht aber lieber ab und holt noch eine halbe Minute raus. Ansonsten ein eher enttäuschendes Spiel. Das Einzige, was mich positiv stimmt, ist, dass es noch früh in der Saison ist und die anderen BVB, Leipzig, Leverkusen auch nicht besser aussahen. Das ist mir jetzt persönlich zum Beispiel völlig Wurst, wie die anderen performen. Ich denke, wir tun gut daran, das hat dieses Spiel ja auch gezeigt, dass wir erstmal auf uns schauen. Ne? Dem Rest stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Jürgen Fee. Upa und Kim dürfen nicht zusammen in der Innenverteidigung spielen. Sie brauchen einen wie Dyer oder Tar, die beiden führen in der Verteidigung. Ja, beide alleine funktioniert nicht, sonst kriegen wir gegen bessere Mannschaften die Hütte voll. Boe und Olise haben in der ersten Halbzeit super zusammengespielt, aber die Mannschaft hat eine Mentalität gezeigt. Unter Tuchel hätten wir verloren gegen Wolfsburg. Ich gebe dir mit deiner Analyse vollkommen recht, Grüß Jürgen. Gruß zurück, stimme ich dir zu. Christian Brot, hahaha, Umbruch, Fehlanzeige, dank Hoeneß. Gustav, damit schon mal jetzt herzlichen Glückwunsch an Leverkusen für die 2. Meisterschaft in Folge. Wow. Wow. Bei solchen Kasper in der Defensive fehlt einem echt die Fantasie, wie das gut gehen soll. Ja, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Solarian, ich feiere deine Videos, ein Muss nach jedem Spiel. Vielen lieben Dank dafür. Gerard, ich habe das schon beim Spiel gegen Ulm gesagt. Sobald der Gegner sich auf unser System anpasst und unsere hinter Leute anrennt, macht unsere Hintermannschaft Panikfehler. Ja. Gerhard, Spitzer. Wieso? Kann man De Ligt abgeben und solche Stümper wie Upa und Kim spielen lassen? Wer kann das verstehen? Keiner. Na? Einfach keiner. Einfach wirklich niemand. Denke ich. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es kann eigentlich nur eine finanzielle Geschichte sein. Also. Oder ein De Ligt ist vom Charakter her ein Arschloch oder so. Ich meine, wir haben es im Stream ausgiebig diskutiert. Ich muss nicht wieder alles aufrollen, oder? Space nochmal. Das Problem ist, dass wenn man Tar holt, haben wir, wenn Stanisic und Ito zurück sind, 6 IVs. Gehen wir mal von durchschnittlich einem Verletzten aus. 5. Das Beste wäre, wenn man entweder Upa oder Kim gegen Tar tauschen könnte. Ja, vielleicht mit etwas Zuzahlung. Tar würde frischen Wind in die Abwehr bringen und würde die Kette anführen. Er war maßgeblich beteiligt an Leverkusens Erfolg und ist genau das, was wir brauchen. Hoffe, man kriegt ihn irgendwie Grüße. Ja, aber warum sollte Leverkusen denn Upa oder Kim haben wollen? Ja? Oder warum sollte ein anderer Verein diese haben wollen? Mit den 6 IVs, weiß ich nicht. Stanisic kann rechter Verteidiger spielen, Ito kann linker Verteidiger spielen. Also ist jetzt auch nicht so, als wären die jetzt nur auf IV festgenagelt. Ja, und Stani ja schon gar nicht. Stani ist halt eigentlich eine RV, ne? Ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Sammy, ui. Gleich nach dem ersten Ligaspiel schon Baldrian-Tee nötig. Wo führt das hin? Hoffe, der FCB kratzt bald die Kurve. Nicht, dass es wie bei TT endet. Aber Kimmich, der Kampfzwerg, der war gut.
von dir. Ja, danke. Hummer. Tuchel hätte es zerfetzt. Mit Vincent wird es nicht mal das Viertelfinale in der Champions League um Platz 3 oder 4 in der... Ich denke, es soll Major League heißen. Bei uns heißt das Bundesliga. Du kannst dir gerne mal die ersten Wochen, wenn nicht sogar die ersten Monate, gerne nochmal nachgucken. Die ersten Spiele von Tuchel. Ne? Nur mal. Da habe ich auch nicht gleich auf den Tuchel draufgehauen. Und wenn der Kompanie jetzt auch kein Leistungsprinzip einführt, dann kriegt er dieselbe Meinung um die Ohren gehauen, wie es den Tuchel auch von mir bekommen hat. Also, die Aussage ist leider Schwachsinn von mir. Space, man sieht wirklich, wo es bisher bei der Transferphase gehakt hat. Spieler wie Davis, Upa kämen und entweder Gnabry oder Coman müssen weg. Auch wenn ich bisher Gnabrys und Comans Leistung gut sehe, nehmen sie nur die Spielzeit von Tell weg. Um beide Spieler zu halten, haben wir einfach zu viele Flügelspieler. Ja, zu Davis frage ich mich, in welcher Liga er ohne seine Geschwindigkeit spielen würde. Ja, guter Take. Guerrero oder Aznu würden es dreifach so gut machen. In der IV ist es unglücklich, dass genau Ito und Stanisic beide verletzt sind, aber kann mir trotz den Startschwierigkeiten vorstellen, dass Upa und Minje im Laufe der Saison deutlich stabiler werden, was die ja auch in den Testspielen gezeigt haben. Denke, es sieht nächste Woche im Hinblick auf die Leistung als auch auf die Startelf ganz anders aus. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob dem so sein wird. Einfach mal Sergio Ramos anfragen. Ich weiß, 38, aber der ist fit wie sonst was. Und der würde unsere IV brutal Ruhe geben. Vielleicht mit Dyer braucht echt Stabilität, wird es auf jeden Fall probieren. Ja, aber warum? Du hast so einen Eric Dyer, der bringt genauso viel Stabilität und Ruhe da rein wie so ein Ramos. Nö, sehe ich nicht. Gaming God. Ja, aber ein Company wird sich ja auch Spiele der vergangenen Saison angeschaut haben und dann hat man die ganze Vorbereitung. Okay, bei der M waren ausgeschlossen und dann spielen wieder Kim und Opa. Ja, okay, lass ich mal so stehen. Stuck. Wir brauchen eine Achse. Neuer, Dyer, Palinja, Müller, Kane. Dyer, Palinja, Kane gehe ich schon mal mit. Max, eine tolle Analyse. Ich muss sagen, dass ich auch mehr erwartet habe. Zwar konnte ich es nicht schauen, da ich keinen DAZN habe. Dennoch war die Aufstellung schon etwas komisch und ich eigentlich eine andere erwartet habe. Ja, ich denke, das haben einige. Ja. Der BVB, wow, Opa und Kim zeigen sehr viel Respekt vor den Gegnern. Schenkt sogar Chancen, interessante Defensive. Wer hätte eher runtergemusst? Kann mich nicht entscheiden. Ja, da muss man sich auch nicht entscheiden. Hätte würfeln können. Wenn der Grund für Gnabrys Ego-Angriffe ist, dass es Konkurrenz gibt, sind Ego-Dinger das Schlimmste, was man machen kann. Bei Vincent Kompany würde ich noch warten, er wird schon seine Lehren ziehen. Ja, das werden wir ja sehen. Das werden wir jetzt gegen Freiburg schon sehen, ob er die Lehren daraus zieht. Ne? Nach seiner vollmundigen Worte muss er das aber auch tun. Christoph, Einzelkünstler machen die Tore. Es ist genau wie die letzte Saison. Einfach keine komplette Mannschaft. Die Spieler wurden wild zusammengewürfelt, ein guter Verteidiger wurde weggegeben, ein völlig überbewerteter wurde behalten. Mag ja sein, dass er in Italien toll war, aber Bayern hat er das noch nicht wirklich gezeigt. Der hätte doch mit Tuchel mitgehen können, weil der wollte ihn ja unbedingt haben. Ja, aber wo hätte er denn hingehen sollen mit dem Tuchel? Ins Ferienhaus oder was? Also Tuchel trainiert keine Mannschaft. Wo hätte er jetzt mit ihm hingehen sollen? Und ich denke, ohne dass es bös gemeint ist, ich glaube, bei Minje waren es dann auch nicht nur sportliche Geschichten. Ne? Ich denke, den koreanischen Markt ein bisschen zu erobern, wenn man das gesehen hat bei der Tour. Man kann ja auch keine Korea-Tour planen und dann Minje abgeben. Schwierig, ne? Schwierig. Die Baumis. Also vorne Kane, Olise, Musiala macht schon Spaß zuzusehen. Aber die defensive Stabilität nach wie vor Fehlanzeige. Die IV zu fehleranfällig. Neuer war gestern in meinen Augen auch eher etwas nonchalant. Davis hat krasse Aussetzer. Ball nicht stoppen, etc. Boué war eigentlich der einzige Lichtblick da hinten. Palinja gehört definitiv von Anfang an auf den Platz. Aber Mund abwischen und weiter geht's. Denke und hoffe, wird von Woche zu Woche besser. Ja, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden, bin ich da auch guter Dinge eigentlich.
Dennis, dass Palhinha nicht von Anfang an spielt, fand ich nicht so schlimm, weil er ja auch in der Vorbereitung nicht immer gespielt hat. Aber in der zweiten Halbzeit hätte er uns schon gut getan. Vielleicht war er auch angeschlagen. Habe ich nichts von gehört. Tell hätte ich auch gebracht und einen Davis nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Ja, gehe ich mit. Wenn das Argument war, wie es kommuniziert wurde, ja, Kimmich und Pavlovic haben sich eingespielt und das war okay in der Vorbereitung. Ja, gehe ich mit. Alles klar, dann kannst du den Palhinha auch draußen lassen, aber du musst ihn dann bringen. Spätestens in der 60. Minute, wo du siehst, dass wir komplett schwimmen, musst du den Mann bringen. Ohne Wenn und Aber. Und nicht als taktischen Kniff dann den Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition ziehen und mit dem Pavlovic als einzigen Sechser agieren. Also, das war eine Katastrophe. Ja. Markus, Zusammenfassung des Videos, alles Katastrophe. Katastrophe. Endlich hat's einer geschnallt. Ich habe so oft gesagt, ey, Markus, vielen lieben Dank dafür. Hamza Berisha, De Ligt hätte man behalten müssen. Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Sache gewesen, ne? Matthias behalten hätten. Aber hätte Fahrradkette. Bayern Believer. Ich hatte am Anfang der letzten Saison unter einem deiner Videos gesagt, dass es mich interessiert, wer den Verein verlässt, wer nicht wer geholt wird oder wer Trainer wird. Man hat die einzige Konstante in der Abwehr verkauft, alle anderen Totalausfälle sind geblieben. Wen wundert es noch, dass sich kaum etwas geändert hat? Mit dieser Defensive spielen wir in der Bundesliga maximal um Platz 3. Dieser Traum vom Finale der Home ist schneller ausgeträumt, als man gucken kann. Danke, Matthias, du wirst jetzt schon vermisst. Beinahe komplett vergessen. Die Schiris am ersten Spieltag komplett unterirdisch. VAR in dieser Form gehört komplett abgeschafft. Ja, aber diese Meinung habe ich ja auch schon öfter vertreten. Oh, Noten, sehr interessant. Vielen lieben Dank schon mal, Baumi. Oder die Baumis. Neuer 4, Davis 5, Kim 5, Opa 5, Boye 3, Kimmich 3,5, Pavlo 3,5, Odyssee 2,5, Musiala 2,5, Kane 2,5, Gnabry 3,5. Ja, da lag ich ja dann auch gar nicht so schlecht. Jakrit, ich denke, der Trainer ist absichtlich Risiko gegangen. Man hat so eigentlich viel lernen können. Nun hat man die nötigen Argumente, Coman einzusetzen und Palhinha. Gegebenenfalls Leimer, Guerrero und halt Dyer. Die Zeit von Kim ist leider vorbei. Der Fokus muss jetzt darauf liegen, Kane besser einzubinden als letzte Saison. Ja, wenn wir in der Offensive meckern wollen, dann ist das ein Fokus, worauf man gehen kann, ja. Gerhard Pilz, gute Analyse ohne schön Färberei. Vielen Dank. BP Player, wegen den Sonntagsspielen, die finde ich auch Katastrophe. Aber das kommt davon, dass in der Konferenz die kleinen Mannschaften versteckt werden und Bayern nun mal mit Dortmund als Einzelspiel am besten funktioniert. Ja, Einschaltquoten technisch. Heidenheim hat auch nur heute gespielt, weil die am Donnerstag das Conference League Quali-Spiel hatten. Sonst hätte man die auch in den Samstag gequetscht und stattdessen Bremen oder so am Sonntag spielen lassen. Ja, ist leider so. Die Spielansetzungen sind reine finanzielle Auswirkungen und wir, wie auch Dortmund und so weiter, wenn keine Champions League sein wird, werden wir das eine oder andere Mal öfter Sonntag spielen. Ja. Der Kommentar, die zweite Halbzeit bis zur 75 Minuten war katastrophal. Ja. Die Leistung von Minjay, Upa und Davis war eine Katastrophe. Ja. Ich finde es klasse, dass wir uns den Sieg noch erkämpfen konnten. Ja, zum Glück. Ich persönlich hätte noch Palhinha statt Kimmich im Mittelfeld gesehen. Deswegen haben wir ihn doch für 50 Millionen verpflichtet, oder? Dass er uns im Mittelfeld weiterhilft. Ganz genau. Und nicht, dass er auf der Bank schmort. Ja. Wieso darf Kimmich weiterhin größtenteils die Standards schießen? Das ist doch verschenkt. Gibt's nichts zu sagen, würde ich sagen. Samatai. Wenn die Abwehr zum Schwimmen anfängt, dann wird es schwer für den Rest der Mannschaft. Davis, Upa und Kim waren sehr unsicher. Geht gar nicht. Ich hoffe, Dyer spielt nächstes Spiel. Kein Palhinha, habe ich gar nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich hoffe, es werden die richtigen Schlüsse gezogen und im nächsten Spiel alles besser gemacht. Wenigstens die 3 Punkte mitgenommen, das wird schon werden. Ja, wenn man die richtigen Schlüsse rauszieht, gehe ich damit. Chico, hab einen Tag gewartet. Nochmals, die Highlights angeschaut, längere Zusammenfassung kommt in ein paar Stunden. Nochmals sacken lassen und nach der Schule dann meine Meinung. Grundsätzlich stimme ich dir allem zu, den Luxus, das Spiel noch einen Tag sacken zu lassen, hast du nicht. Glückwunsch zur sachlichen Analyse. Ja, bei mir sagt das 5 Minuten. Ich höre mir auch extra keine Interviews an, damit ich nicht irgendwie noch beeinflusst werde. Bei mir 5 Minuten nach Abpfiff spätestens hau ich's raus.
Dani, ein Unentschieden wäre drin gewesen. Hätte man sich nicht beschweren können. Das ist richtig. Müller hat Schwung reingebracht, so traurig das klingt. Habe ich jetzt nicht, ja, wie gesagt, ohne Müller das Tor da gut gemacht und bei der Ecke hat er gestört. Ansonsten habe ich von Müller nicht viel gesehen, aber Müller hatte auch das Problem, dass er in der Phase kam, wo wir jetzt auch nicht so viel Offensivaktion hatten. Ne? Petra. Hallo Kai, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich konnte das Spiel leider nicht sehen, daher halte ich mich mit Kritik zurück. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Palhinha die Bank drückt. Ein Spieler, um den Bayern ein Jahr gekämpft hat, zumal er ein Spieler ist, der die Doppel-6 alleine spielen kann. Ja. Da Kimmich wieder ins Mittelfeld gerutscht ist, habe ich Bedenken, dass man wieder die allmächtige Kabine dem Trainer seine Grenzen aufweist. Nee, das glaube ich nicht. Vinny ist bestimmt ein grandioser Trainer, aber hat, was Trainererfahrung angeht, noch nicht so viel auf der Naht. Bitte keine Saison 23, 24, zweite. Rot-weiße Grüße aus Berlin. Grüße zurück erstmal. Wir werden es einfach sehen. Wir werden es einfach gegen Freiburg sehen, ne? Ob ein Palhinha in der Mannschaft, in der Startaufstellung steht oder nicht. Keine Ahnung, ich kann es mir halt auch nicht erklären. Ich habe es ja jetzt auch schon gesagt, das Argument so von wegen Kimmich und Pavlovic. Kimmich war ja auch nicht schlecht. Ne? Wir müssen nicht nur über Kimmich reden, man kann auch Pavlovic rausnehmen. Ne? Und ein Palhinha auf die 6 und Kimmich auf der 8 spielen lassen. Ist ja jetzt auch nicht das Thema. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht am Kimmich festmachen wollen, aber warum der gar nicht eingewechselt wurde, der Palhinha, war schon wild. Ja. I don't know. Nordisch. Palhinha hat meiner Meinung nach gefehlt und Upper und Davis haben einfach kein Bayern-Niveau. Kim war auch nicht gut, aber bei Upper und Davis ist das seit Jahren so. Zu Musiala, der spielt in meinen Augen zu offensiv, um seine Stärken zu zeigen. Auf links außen oder eine etwas tiefere 10 oder auf einer 8er in einem 4-3-3 wäre er wahrscheinlich besser aufgehoben. Ja, sehe ich ganz genauso. Habe ich auch schon oft gesagt. Ich sehe Musiala auch am stärksten aus einer etwas tieferen Position. Ja, eine offensive 8. Ja, da sehe ich ihn. Ne? Da hat er Raum vor sich, kann auch die ein, zwei Spieler stehen lassen, kann dadurch den Raum kreieren. Ja, ich denke auch da würde er seine Stärken auf jeden Fall besser ausspielen können. Techno nochmal. Also ich finde, Thomas Müller kommt hier ein bisschen schlecht weg. Jo, ist doch völlig fein, dass du das so findest. Geil, wie ehrlich du den Daumen drauf legst. Torben. Ja, danke. Banja, erst einmal guten Abend. Guten Abend, Banja. Ich trinke mal einen Schluck, bevor ich deinen Roman vorlese. Bevor ich dein Video schaue, die anderen Kommentare lese, meine Meinung. Eigentlich wollte ich von unserem Start anfangen, der mit ein paar Fehlern begonnen hat, aber wir dann immer mehr die Kontrolle übernommen haben. Aber ich lasse das und komme direkt zum weißen Elefanten im Raum. Ganz ehrlich, schon vor der 55 Minuten dachte ich mir, Mann, Opa hat 1 bis 2 Abspielfehler und Stellungsfehler, aber Kim hat mir noch weniger gefallen. Es beginnt mit einem katastrophalen Abspiel auf Opa, was zum Glück noch gut ging. Ja, es sind viele Kopfballduelle, die er gewinnt, aber die Bälle landen trotzdem am Gegner. Und ich sagte dir noch, ach, wir sind gut und doppelt besetzt. Wir brauchen keinen Spieler mehr, schon gar nicht ein Tar. Aber da dachte ich mir dann so im Spiel, Mann, vielleicht sollten wir Tar holen. Das klappt mit Opa und Kim nicht. Und ich hätte lieber Dyer und Goretzka als IV als die beiden. Dann für einen Stellungsfehler zum Elfmeter. Ja. Wo Boe am Ende ganz dumm aussieht. Ja. Da Neuer den wahrscheinlich gehalten hätte. Ja, weil Neuer den wahrscheinlich gehalten hätte. Das weiß ich nicht. Und noch schlimmer, dann kommt Kim mit diesen katastrophalen Fehler und nicht nur er. In der 70. bis 5. Minute haut Opa noch so einen katastrophalen Ball in die Mitte. Wie in der ersten Halbzeit. Und wir bekommen fast noch einen Treffer. Ja. Das hat heute einfach gezeigt, die beiden gehen gar nicht. Ja. Und so sehr ich Kim mag und auch Opa, aber ich bleibe dabei, man muss Tar holen oder Goretzka und Dyer spielen lassen. Den Rest zum Spiel spare ich mir mal. Ach, was aber extrem positiv war, dass Kompany im Spiel nach Lösungen gesucht hat und die Mannschaft das Spiel gedreht hat. Ja, da gehe ich auch mit, habe ich ja auch gesagt. Ich fand es auch gut, dass ein Kompany dann, auch wenn es ein komischer Move war, mit Kimmich auf die rechte Verteidiger und Pavlo in der Mitte und keine Ahnung. Aber er hat es versucht und hat dann ja auch zum Glück dann noch Eric Dyer gebracht, der dann die nötige Stabilität gebracht hat, um das Ding nach Hause zu schaukeln. Ne? Belal, die Einwechslung von Müller und schon das Spiel gedreht. Ja. Tisama, Mentalität gut, wir müssen aber Dreierkette spielen. Davis, Guerrero und Boye sind kein Personal für eine Viererkette. Wir müssen noch einen IV holen. Opa und Kim über die Saison sehe ich gar nicht. IV wäre bei mir mit Ito, Dyer, Stanisic. Ja, wie gesagt, ich würde einen Opa und auch einen Kim noch nicht abschreiben. Ich würde sie halt gerne mal jeweils neben Eric Dyer sehen. Ob sie da genauso unsicher und fickrig wären.
Sleeping Duke, Off-Topic-Frage. Macht jemand etwas Vergleichbares wie du hier für Ajax Amsterdam? Wenn nicht, mach doch mal ein Special. Ansonsten sehr coole Arbeit, Respekt. Ich bin gar nicht drin in der holländischen oder niederländischen Liga. Ja? Das Problem ist, ich habe das ja auch schon zu anderen Vereinen gesagt. Ich habe ja öfter mal so, ja, warum machst du nicht mehr für den und den Verein? Ich kann das halt nicht so beurteilen, oder? Das ist dann alles so halbgar. Na klar kann ich mir das Spiel angucken, na klar kann ich Noten geben, wobei ich mich schon schwer tun würde, weil, nochmal, so ein Kimmich, den kenne ich. Ich weiß, was der zustande im Leiste ist und zu leisten ist und kann ihn daran beurteilen. Ja? Das ist natürlich, wenn ich ein Spiel gucke, wo ich jetzt kein Fan von bin, super schwer, erst recht, wenn ich den Spieler nicht kenne. Ja, woher soll ich jetzt wissen, ist jetzt die Leistung, die er gezeigt hat, sein Maximum? Oder ist es sein Minimum? So, weißt du? Na klar kann ich so grundlegende Sachen sagen, gute Zweikampfquote oder gute Einstellung und so, na logisch. Aber da würde es mir schwer fallen, ja, das wirklich zu benoten und das dann auch zu verteidigen gegen irgendwelche Argumente oder sowas. Wo ich beim FC Bayern jetzt kein Problem mit habe, ne? Von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Mal schauen, wer weiß. Möchte man nichts ausschließen für die Zukunft? Ja. Aktuell ist das auf jeden Fall nicht geplant, aber vielen lieben Dank dafür. Und wer weiß, obwohl Ajax spielt nicht Champions League, oder? Vielleicht spielen wir ja mal gegen Ajax. Dann kann ich da gerne mal auch ein bisschen auf Ajax eingehen. Christian Brott. Mal ehrlich, das Spiel gibt eher Grund zur Sorge als zur Freude. Die Aufstellung von Company, puh. Gnabry, oje, trotz Tor. Ja, und den nehme ich mit hier. Den fühle ich auch. Ja, mir tat's auch weh, dass ich knapp mit, was war es, 3- bewerten musste. Ja. Ich hätte ihn, wenn er kein Tor gemacht hätte, vernichtet, Alter. Toppi. Ich finde, man muss die Abwehr einfach jetzt anpacken. Spätestens im Winter neue Leute holen. Pete Pack. Davies war echt genauso gut, wie du es aufgeführt hast. Bin mit der 5 total bei dir. Danke. Daniel Wetzel, wie schlecht war denn bitte die Innenverteidigung? Ja, Note 5. Christian Brot nochmal. Tuchel lacht sich schlapp. Das weiß ich nicht. Wir haben immerhin gewonnen, Alter. Musiala muss immer spielen, genauso wie Thomas. Weiß ich nicht, aber ja, alles gut. Zado Ruppert. Nicht, dass es wieder heißt Hate, aber ich sehe keine Veränderung zur letzten Saison. Am Anfang noch ein bisschen Kraft und Willen. Würde mal behaupten, in Mitte der Saison gewinnt man das heute nicht. Sondern spielt maximal Remis. Hat mich stark an letzte Saison erinnert. Ergebnisse haben am Anfang noch gestimmt, aber Spielweise von Anfang an nicht. Ito verletzt, Palhinha 0 Minuten, Olise nicht besonders in dem Spiel. Und das war nur Wolfsburg zum Saisonauftakt. Dieses Spiel hat 100% bewiesen, dass es nicht an Tuchel lag. Der hat 100% aus der Mannschaft rausgeholt letztes Jahr. In keiner Welt hätte man unter Company letztes Jahr mehr Punkte geholt. Da kann stehen, wer will an der Seitenlinie. So weit würde ich nicht gehen, nee. Nee. Das gehe ich nicht mit. Ob ein Company letzte Saison mehr Punkte geholt hat, weiß ich nicht. Da können wir drüber diskutieren. Da stimme ich dir zu. Kann sehr gut sein. Ja, vielleicht sogar weniger. Wer weiß. Ja, wenn wir noch offensiveren Fußball gezeigt hätten, hätten wir wahrscheinlich richtig auf die Fresse gekriegt. Ja, möchte ich gar nicht abstreiten. Aber dass wir denselben Fußball sehen und nein, absolut gar nicht. Ja, du kannst dieselben Fehler sehen, außer Halbzeit kommen, nicht da sein, definitiv. Auch dann eine Viertelstunde, 20 Minuten einbrechen, definitiv. Da haben wir Glück gehabt, ja, dass wir nicht höher zurücklagen, aber auch, dass wir dann zurückgekommen sind. Wir sind auch glücklich mit diesem Eigentorgedöns da. Aber es ist schon, die zweite Halbzeit hat schon an Tuchel-Fußball erinnert, ja, da gehe ich mit. Aber die erste Halbzeit, come on. Die erste Halbzeit, mal abgesehen von den ersten 10 Minuten, war guter Fußball. Ja. Und das haben wir unter Tuchel nicht gesehen. Nein. Einfach nein. Und den Rest, wir werden sehen. Ja, natürlich brauchen Company auch erstmal ein bisschen Zeit. Ja, der kann nicht sagen, so, jetzt ist alles anders. So klappt es halt nicht. Ja. Also mal abwarten. Also da bin ich noch nicht so weit, das jetzt irgendwie komplett an die Wand zu malen. Nee. Aber wer weiß, vielleicht hast du recht und ich stimme dir in 4 Wochen zu. Ja? Wir werden sehen.
Die Kommentare sind zum Teil ziemlich beschämt. Ein großes Bayern-Problem der letzten Jahre, Geduld. Lass doch Kompany mit seinem Team erstmal in die Bulli starten und dann noch 5 bis 6 Spiele schauen, wie, beziehungsweise ob da eine Entwicklung passiert. Dieses Dauergejammer und alles in den Dreck reden geht einen schon auf den Sack. Wenn das auf mich gemünzt ist, dann guck dir die Videos einfach nicht an. Ja, dann geh zu, was weiß ich, Rosamunde Pilcher, vielleicht redet die dir einen schön und malt alles schön an die Wand. Ich stimme dir 100% zu. Ja, habe ich aber auch schon mehr als einmal gesagt, dass man Geduld braucht, dass man Kompanie die Zeit geben sollte. Ändert aber nichts daran, dass die Spieler, die kritisiert wurden, katastrophal schlecht waren. Und auch, dass Kompanie gewisse Entscheidungen getroffen hat, die katastrophal waren, in meinen Augen. Und dann kann man das auch äußern. Ja, das heißt ja nicht, dass ich keine Geduld habe. Na klar habe ich Geduld. Habe ich mit dem Tuchel auch gehabt, habe ich mit dem Kompanie auch. Ja, gar keine Frage. Und da stimme ich dir 100% zu, aber man muss doch nicht immer, nur weil man die gesehene Leistung, die halt einfach katastrophal war, von Davis, Upa und Minje, das war katastrophal. Und dann kann man das auch so beurteilen. Ja, und nicht sagen, ach, ist egal. Wir haben erstmal Geduld und gucken mal, wie es in 6 Wochen aussieht. Nee. Nein. Nee. Sorry. Aber wenn du das so machst, ist das ja auch völlig fein für mich. Aber wenn dir das dann hier auf Eier geht, dann guck doch hier nicht zu, Alter. Zwingt dich doch keiner. Schalt doch ab, geh woanders hin. Tschüssi. Hans Landau. Kann mir jemand erklären, was Bayern mit den 60 Millionen macht, die man für De Ligt und Mazraoui bekommen hat? Sinnfrei den Kontostand erhöht und die Abwehr geschwächt. Kann ich dir erklären. Wir haben vorher 120 Millionen ausgegeben. That is the problem. Ja? Deswegen mussten wir erstmal ein bisschen Geld wieder einnehmen. Damit da nicht minus 120 Millionen steht am Ende des Jahres, sondern jetzt nur minus 60 Millionen. Das ist das Thema. Ja? Und deswegen auch kein TAR verpflichtet und wieder 35 Millionen rausgeblasen. Ja? Jeb Berger, ich wollte keinen TAR, aber ich glaube, da geht kein Weg vorbei und Kim und Opa auf die Bank. Ja. Kann man so sehen. Schokojote. Gott verstehe, warum Mathis Tell wieder nicht gespielt hat. Wieso wechselt man einen schon auf dem Abstellgleis stehenden Coman ein? Ja, da kann man drüber streiten. Coman und Olise waren natürlich stark zusammen, wenn auch nur in 1,5 Spielen oder was das war. Ja, gibt natürlich Argumente dafür, einen Tell einzuwechseln. Auch nach dem Testspiel, wo er eingewechselt wurde, hat er eine gute Leistung gezeigt. Auch letzte Saison, wenn er eingewechselt wurde, war er gerade am Anfang der Saison, wo er noch motiviert war, jedes Mal da. Also er wäre wahrscheinlich der bessere Joker gewesen. Ja. Ich habe schon gesagt, vielleicht wollte man einfach auch Coman nochmal ins Schaufenster stellen. Weil Jan Coman, wenn man nur ein bisschen glauben kann, was man so liest, ja selber weg möchte. Aber einfach nicht die passenden Angebote da sind, wie er sich das vorstellt. Und vielleicht wollte man ihn einfach ein bisschen ins Schaufenster stellen. Ich denke, wir werden genau wissen, wenn die Transferphase dann jetzt endlich zu ist, wie dann die Aufstellungen aussehen werden. Ich denke, dann wird auf so eine Faxen keine Rücksicht mehr genommen. Dann werden höchstens noch auf die Tatsachen Rücksicht genommen, dass gewisse Verträge auslaufen. Kupferhans, ich kann nicht verstehen, warum Musiala angefangen hat. Der war die ersten 15 Minuten schlecht. Ist dir bewusst, dass der Trainer sich das Spiel nicht vorher angucken kann, um dann die Spieler aufzustellen, die performt haben werden? Genau diesen Denkfehler machst du bei der gesamten Betrachtung immer wieder. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Peter Waldbauer, klasse, wie unbestechlich du bei der Notenvergabe bist und die 5 raushaust, wenn es verdient ist. Fonso hätte ruhig eine 6 kriegen können. Deine Kompromisslosigkeit, Kai, wünsche ich mir auch von unserem neuen Trainer. Dass er ebenso rigoros seine Ansichten vertritt und diese dann in Form von nicht aufstellen und auch durchsetzt. Sollte man vielleicht auch den gegnerischen Trainer mitbenoten, um die Leistung des eigenen Trainers besser in Relation zu setzen? Das weiß ich nicht. Kann auch immer so einen gegnerischen Trainer schwer einschätzen. Guten Rasenhüttel kenne ich jetzt so ein bisschen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen was einschätzen können, aber ansonsten habe ich ja gerade schon erklärt, tue ich mich da schwer mit. Male, ich raff es nicht. Der Plan, die Licht verkaufen und TAR holen. Jetzt jeder andere? Was gemacht wird? Nur die Licht verkaufen, bei TAR wegen 5 bis 10 Millionen Mucken machen und ihn vielleicht nicht holen. Wie will sie? Mr. Gary, sehr gut analysiert. Ich hoffe, die Bayern-Bosse sehen deine Analyse. Das sieht keiner. Was auch okay ist. Jörg, bei allem Respekt, aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass auch Kompany nichts ändern darf. Es ist auch schade, dass wir seit 10 Jahren 4-2-3-1 spielen.
da stimme ich zu. Dann noch Matthias de Ligt verkaufen. Damit haben sie den Vogel abgeschossen. In diesem Sinne, mir Samir. Ja, mal abwarten. Ich denke, Palinja gibt uns ja zumindest die Option, die Formation auch zu ändern. Ne? Und auch auch gerade mit dem Ito-Transfer und auch gerade mit dem Stanisic zurückholen und so, das ist ja auch eigentlich eine Geschichte, die auch eher auf eine Dreierkette spricht. Ja, weil beide können auch Innenverteidiger spielen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dem Stani als rechten Part und einem Ito später als linken Part in der Dreierkette, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht der langfristige Plan ist. Aber die Saison wird zeigen. Ne? Enrico. Unabhängig von jeglichen Umständen hat man es geschafft, dass Spieler wie Pavard, Cancelo, Hernandez und De Ligt nicht mehr bei dem FC Bayern sind und man an Spielern mit unterirdischen Anlagen und Leistungen festhält, wie Kim und Upa. Meiner Meinung nach werden sich auf Dauer auch Spieler wie Dyer, Hiroki oder Stani festspielen. Spieler, die klares Positionsspiel haben, wenig Fehler machen und dazu noch eine gute Struktur reinbringen, Ruhe ausstrahlen. Odyssee, Palinja und Kompanie überdecken aktuell ein wenig den Tote FC Bayern. Es hat nichts geändert. Gnabry und Coman müssen den Verein verlassen, genauso wie ein Goretzka. Der Verein muss einen Umbruch machen, ansonsten sehe ich den Erfolg von Zeit zu Zeit immer mehr auf der Strecke bleiben. Das, was Bayern früher mal war, ist Leverkusen aktuell. Zielstrebig, hungrig und wissbegierig und das in Kombination machen sie auch diese Saison stärker als unsere Bayern, ja. Ich hoffe so sehr, dass der Umbruch endlich mal gemacht wird, denn man muss sich mittlerweile eingestehen, dass einige Spieler mehr als nur verbrannt sind und auf Gehältern sitzen. Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Das kommunizieren wir hier seit 2 Jahren. Mr. Dexter. Ich hatte mich nach dem 1-0 schon auf ein etwas entspannteres Spiel zum Auftakt eingestellt. Aber dann war es leider wieder der gleiche Mist wie so oft in der letzten Saison. Nur zum Glück heute mit dem besseren Ende für uns. Puh. Ja, fasst es gut zusammen. Jessup. Dyer muss rein und unsere Holding Six auch. Vielleicht noch Guerrero auf links, ansonsten Kimmich wieder rechts oder Bank. Und die 2P in der Mitte, der Kaffeerührer geht mir auch auf den Sack. Warum ist der so eigensinnig? Ja, ich habe es ja versucht nachzuvollziehen. Vielleicht aus den Konkurrenzgedanken. Ich weiß es nicht. So, Rennen. Streck. Hallo, ich finde, da ist noch viel Luft nach oben. Ja gut, das sollte man nach einem glücklichen 3:2 auch finden. Ne? Neo Matrix, warum spielen wir überhaupt mit 4er Abwehrkette, wenn die Abwehrspieler unser schlechtestes Glied in der Mannschaft sind? Wäre es da nicht logisch, mit einer Dreierkette zu spielen und dafür einen übrigen Platz für eine Holding Six zu schaffen? Haben heute zum Schluss auch auf Dreierkette umgestellt und dann wesentlich stabiler. Außerdem hätten wir das Problem mit Davis nicht mehr. Defensiv heute in meinen Augen wieder eine der schlechtesten war. Ja, ich stimme dir 100% zu. Dreierkette mit Dyer in der Mitte und Palinja als Abräumer davor und gut ist. Ja. Ja. Ja, wegen mir, definitiv. Ja. Ich könnte jetzt ein paar Argumente gegenbringen, aber wir warten mal das Spiel ab gegen Freiburg. Also ich gehe mit, ja. Vielleicht sehen wir es gegen Freiburg, ansonsten, ich schreibe mir das mal auf. Und nehme das mal mit für nächsten Montag in den Stream. Ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich ein bisschen was zu sagen kann. Warum keine? So. Ansolian. War jetzt nicht das Schönste, aber auf jeden Fall ein geiles Spiel. Die erste Halbzeit sehr souverän und dann diese Aussetzer in der zweiten. Boye hat mir da leid getan, dass er es war, der den Elfer verschuldet hatte. Hatte bis dato ein gutes Spiel von ihm. Ja, aber er konnte halt auch nichts anderes machen. Er wurde auch in die Situation reingedrückt. Also, sorry. Also da muss ich eine Lanze für ihn brechen. Ey. Leland. Tuchel hat ja immer transparent gesagt, warum er wie aufstellt. Im Training waren die besser, die anfangen dürfen. Ich habe nie gecheckt, was die im Training spielen. Hoffe wie du, dass Kompanie Konsequenzen zieht. Daher sollte spielen, der wird früh genug mal verletzt ausfallen. Phileas. Hab die Aufstellung gesehen, finde ich nicht gut, dass Dyer und Palinja nicht in der Startelf waren. Ja, das finden wir, glaube ich, allesamt gesammelt nicht gut, oder? Kurt Lonne, das ging in die Hose, das ist nicht Bayern-like. Meine damit nicht die Reaktion und den Sieg, das war in Ordnung, aber dass man, nachdem man die Karten neu mischen wollte, so eine Defensive hinstellt, da klingen bei mir die Ohren. Hätte zu Beginn dieser Saison eine souveräne Mannschaft erwartet. Nun sehe ich eine Truppe, die ganz schön gewackelt hat. Ja, leider. Piotr. Kompanie muss mit seinen Prinzipien einsehen, dass er auf Dyer setzen muss. Immerhin war er ja auch Innenverteidiger. Ja, wenn nicht er, wer sollte das sonst
sehen, oder? Alex, dieses Spiel hat eins deutlich gemacht. Der FC Bayern hat sich nirgends verbessert. Gegen eine Top-Mannschaft hätten die heute eine Packung bekommen. Ein De Ligt verkaufen und Upamecano und Kim behalten, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Was für ein super Umbruch das doch war. Dieselben Typen, die die Mannschaft qualitativ, aber auch charakterlich versaut haben, sind alle noch da und kochen ihr Süppchen. Ja, Sané, Kimmich, Goretzka, Davies, Upamecano ist irgendwie schon klar, warum die alle noch da sind. Welcher andere Verein will sich solche Typen ans Bein binden? Ja, ist mit Sicherheit auch ein Grund. Dazu ein Uli, der mit zunehmendem Alter glaubt, der Fußball funktioniert noch wie in den 70ern. Ja. Und ein Eberl, der wie Prinz Valium da hockt und ständig nur dämlich am Grinsen ist, anstatt den Laden aufzuräumen. Ja gut, ich denke, ein Eberl hat es ja versucht. Ja? Also nochmal, da muss ich mal eine kleine Lanze für den Eberl brechen. Ich glaube, ein Eberl hat das schon versucht und ich glaube, er hat richtig was auf die Fresse gekriegt von oben. Also wenn man in der Öffentlichkeit schon klar äußert, dass man kein Geldscheißer ist und jetzt erstmal Spieler verkauft werden müssen, bevor überhaupt irgendwas weitergeht, und man sich dann auch hinstellt und sagt, ja, so ein Odyssee verstehe ich gar nicht, den kenne ich gar nicht und so weiter. Ich glaube, man hat dann Eberl und einen Freund richtig hart eingebremst. Ja. Da muss ich eine Lanze für die beiden brechen. Ja, und was hat man Grandioses verpflichtet? Ein 30-jährigen Portugiese und ein U23-Spieler aus Frankreich sind also die Königstransfers. So sieht also ein Umbruch aus. Mir ist heute bei Wolfsburg etwas aufgefallen. Der Torhüter und der Torschütze, Meier, das sind genau diese Typen vom Charakter her, die ein FC Bayern braucht. Spieler, die auf dem Platz über sich hinauswachsen, sich zerreißen und alles geben, was sie haben. Aber stattdessen präsentiert sich ein Odyssee, der auf seiner Pressekonferenz da sitzt und sagt, der Verein hat ihn geholt, um einen Job zu erledigen. Einen Job, ich gebe ihm 30 Tage, dann ist der beste Kumpel vom Sané. Da kriege ich einen Kackreiz. Na, nee. Ich würde Ihnen das jetzt gar nicht negativ auslegen mit dem Odyssee. Können wir natürlich in ein paar Wochen gerne drüber sprechen, ja. Dann kann man das vielleicht beurteilen. Wenn das wirklich die Einstellung sein sollte, wird man das sehen. Aber das jetzt anhand so einer PK festzumachen, nee. Und Odyssee hat mir sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit übrigens. Ivanovic, Boe hatte gelb. Man wollte wahrscheinlich kein Gelb-Rot provozieren und hat sich entschieden, offensiv zu wechseln, da wir hinten lagen. Ja, ist ein Argument. Liegen. Kane, Musiala, Müller und Odyssee für mich eine 2. Kimmich, Neuer, Pavlovic, Boe 3, Gnabry 4, Davies, Kim und Opa 5. Kann man machen. Fini. Ich bin der Meinung, selbst wenn man so an Fehler wie Minjay davor Form 2-1 macht, darf Opa nicht auf die Torlinie rennen. So stand Meier dann frei und muss nur einschieben. Ja, dass ein Opa jetzt nicht unbedingt besser war wie ein Minjay, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Alexander. Naja, bei Boe sollte man bedenken, wie oft er die letzten Monate verletzt war. Sonst kann er derzeit auch nur nach Trainingseinheiten aufstellen und aufgrund der Vorbereitung. Natürlich wird er sich die IVs etc. jetzt nochmal genau anschauen. Nach deinen Aussagen muss man ja teils Company schon entlassen. Hä? Bist du doof oder was? Alter, du hast keine Ahnung. Ich weiß nicht, weder hast du dir nur 2 Minuten angehört oder du raffst nicht, was du hörst. Ich habe keine Ahnung. Das ist von mir trotzdem Herzchen, völliger Schwachsinn, Alter. Aber solltest du vielleicht auch merken, nachdem alles, was ich jetzt hier schon in dem Video gelabert habe. Also, ja, Tulux, ey. Tino, 3 Jahre jetzt dasselbe. Jungs, Spieltag 1 abwarten, wa? Können wir gerne in 5, 6 Wochen, wenn es dann immer noch so sein sollte, können wir das gerne dann nochmal durchdiskutieren. GB. Wahrscheinlich war das Aufbauspiel für den Gegner gemeint. Habe ich wieder irgendwas rausgehauen oder was? Ich weiß es nicht, GB. Danny, wo war eigentlich der Fahr heute bei der Handszene von Kaminski? Am Freitag für Leverkusen war sie ja sofort am Start zum Spiel. Die erste Halbzeit war gut, die zweite Halbzeit war unter aller Sau. Warum hat Joko nicht gespielt? Glückwunsch zum Sieg. Ja, zum Fahr sage ich nichts mehr, wa? Magda Stauffer, Glückwunsch zum Sieg der Herren. Und zum Supercup-Sieg der Frauen, ja. Dass schwierig werden wird, war klar. Defensiv zu fehleranfällig, daran muss gearbeitet werden. Offensiv Chancen kreiert, doch zu oft Chancen tot. Die Kaltschnäuzigkeit fehlt, ja. Immerhin der Wille zum Sieg war gegeben. In den letzten 1,5 Jahren war es anders. Da sah es teils so aus, als dass sich ein Spieler gegen die Niederlage stellt und die anderen 10 teils mitlaufen. Ja, stimme ich zu. Ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Wolfgang, muss dir zu 100% recht geben, sehe ich auch so. Chris, Servus und Glück auf.
André, Davis will zu Real. Wollen die ihn überhaupt? Muss einen Carlo fragen. Marcel, ich bleib dabei, so wie ich von Anfang an gesagt habe. Company wird die Saison nicht überleben, was aber der Vorstand und AR nicht erkennt, dass die Katastrophen, Transferpolitik und die Spieler mit Schuld haben. Ich bleib dabei und sag, Company wird die Saison überleben. Alpha Kevin, Eric Dyer muss der Abwehrchef werden, ganz klar, Kim und Upa zusammen, katastrophal. Ja, sehe ich auch so. Piotr, bin vor Company ein wenig enttäuscht. Ist zwar nur das erste Spiel, aber gegen Wolfsburg befürchten zu müssen, 3 bis 4 Tore zu kassieren, zeugt nicht gerade von Stabilität in der Mannschaft. Ja, hätte mir auch hier mehr Aktion gewünscht, aber mal schauen, wie es gegen Freiburg geht. Ja, wir haben es ja mehrfach gesagt, es muss jetzt einfach ein paar Linien und Eric Dyer rein. Und dann schauen wir mal weiter. Helga, diese Saison wird laufen wie die letzten 2. Was will man auch erwarten mit demselben Personal? Da ist es am Ende egal, wer Trainer ist. Davis, Kim, etc. Dumm wie immer. Man zahlt 50 Mille für einen Sechser, am Ende spielt wieder ein Nicht-Sechser auf der 6. Obwohl man auch hinten rechts Personal benötigen würde. Was bei uns los ist. Neuer Kimmich, Dyer, Upa, Bue. Palinia, Pavlovic, Olise, Musiala, Koman, Kane. Ja, Koman, kannst du drüber streiten. Ansonsten könnte man die Aufstellung so machen, ja. Why not? Christian. Brot. Tar ist selber schuld, wenn er zum FC Chaos wechselt. Okay, gönne. Peter Zwegert. Upamecano hat einfach kein Bundesliga-Niveau. Warum sieht das einfach keiner? Weil er ja anscheinend in der Nationalmannschaft in der französischen EM-Niveau hatte. Also sollte er dann ja auch ein Niveau für die Bundesliga haben, oder? Piotr, ich hätte allen Verteidigern eine 5 gegeben, außer ein Boe 3 bis 4, wobei ich sagen muss, dass das defensiv schon wackelig ist. 5, weil sie beim Rückpass nicht das eigene Tor getroffen haben, sonst wäre es eine 6. Martin, Kim und Upa funktionieren nicht. Muss Dyer und Upa oder Dyer Kim? Ja, sehe ich auch so. Nicht besser gemacht als in der vorigen Saison. Abwehr weiterhin eine Katastrophe und das gegen Wolfsburg. Komisch, 90 Minuten konstant spielen geht nicht. Warum? Naja, war das erste Spiel. Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Jack Daniels. Hoffentlich kommt dann Sommer 2025 der richtige Umbruch und besonders ein neuer guter IV. Ja, Leute, wir müssen nicht mehr darüber reden, dass ein Umbruch kommt. Der Umbruch geht jetzt in Stücken vorangehen. Der Umbruch geht seit gefühlt Robberie in Stücken voran. Ja, gefühlt seitdem reden wir, es muss jetzt endlich mal ein Umbruch kommen, Blasels. Und seitdem gefühlt passiert das, was immer passiert. Christian Brot, alte Muster, willkommen back. Das kann ja heiter werden. Wenn das so weitergeht, wird's wieder eine scheiß Saison. Können wir bitte Hoeneß rausschmeißen? Das alte Personal spielt genauso scheiße wie letzte Saison. Dank Hoeneß, Freund und Eberl für nichts. Habe ich gerade schon was zu gesagt, wie ich das sehe mit Freund und Eberl. FC Bayern-Fan verdient der Sieg von uns. Gute Mentalität gezeigt. Verdient war der Sieg nicht. Gute Mentalität, ja. Jens, hi Red Moon, ich verstehe dich. War echt eine schlechte Leistung. Allerdings bin ich der Meinung, alle Spieler verdienen eine Chance, auch Kimmich. Denke, in den nächsten Spielen werden sich alle steigern müssen. Mach weiter, gute Sendung. LG Jens. Ja, warum sollte der Kimmich keine Chance? Kimmich war doch auch nicht schlecht. Gangbangster. Kim und Opa schwach wie Flasche leer. Ja. Felix, meine Meinung. Opa und Kim für mich eine 5 oder 5 minus. B und Davis Note 3 minus und 4. Okay. Teilweise wie ein Hühnerhaufen. So werden wir nichts mit der Meisterschaft bzw. einen Titel zu tun haben. Ja, wenn wir immer so spielen sollten, definitiv nicht. Stimme ich zu. Adam Torres. 3 Punkte im Sack, Mund abwischen und nach vorne schauen. Die erste Halbzeit war gut. Ja, wir haben nicht zugelassen und einige Torchancen sind rausgespielt. Unser Problem war wieder, dass wir aus der Kabine kommen und denken, wir hätten das Spiel schon gewonnen. Folgerichtig lagen wir 2:1 zurück. Zum Glück haben wir das Spiel mit guter Moral noch gedreht. Was die Auswechslung angeht, verstehe ich nicht, warum Palinia überhaupt nicht gespielt hat. Ich auch nicht. Dass Boe runtergenommen wurde, kann ich nachvollziehen. Er kommt aus einer langen Verletzung und das Risiko wäre meiner Meinung nach zu hoch gewesen. Einen dritten Ausfall können wir nicht gebrauchen. Ja, ist richtig. Als Fazit lässt sich sagen, dass unsere Spieler konditionell noch sehr viel Rückstand haben. Zur Innenverteidigung sage ich heute mal nichts, das machen wir am Montag. Meine Noten: Neuer 3, Upa 5, Davis 4, Minjay 6, Boe 3, Kimmich 3, Musiala 2, Olise 3, Pavlo 4, Gnabry 3, Kane 3, Müller 2. Ja, auch sehr interessante Noten. Danke.
Ryder, der ist für dich. Was erlaubt Strunz? Dann guck nicht, geh woanders hin. Tschüss. Slangshot. Verstehe nicht, wieso Palhinha nicht gespielt hat. Über 15 Millionen für die Bank. Könnte man sich dann auch sparen. Nicht, dass ich etwas gegen Pavlovic habe. Ich weiß nicht, warum man Palhinha immer nur mit ein in Verbindung bringt. Entweder ersetzt er einen Kimmich oder ersetzt einen Pavlovic. Oder? Ich denke, alle 3 Spieler oder zumindestens Palhinha auf die 6 und du kannst auch dann davor noch mit einem Pavlovic und einem Kimmich spielen, wenn du das willst. Wenn du hinten mit einer Dreierkette spielst. Ja, auch das geht. Und ansonsten spielt halt nur einer, spielt halt nur ein Pavlovic oder ein Kimmich. Aber das heißt ja nicht, dass der andere gar nicht mehr spielt. Oder dass da auf den anderen nicht mehr gesetzt wird. Dann gehst du nach Tagesform, wer gerade besser drauf ist und der spielt dann. Fertig. Ein Bürger, ich verstehe auch nicht, warum man einen Mourinho nicht geholt hat, obwohl er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, obwohl er es übertreibt, aber er weiß ganz genau, welcher Spieler auf welche Position stark ist und er stellt die Mannschaft so ein, dass man gegen Real Madrid eine Chance hat. Man hat Mourinho nicht geholt, weil Mourinho gar nicht zu der Art von Fußball passt, die bei uns gespielt werden soll. Tim Zauner, ich denke, wenn Ito wieder da ist, kann er in die Abwehrchefrolle schlüpfen und sonst gebe ich dir recht mit Eric Dyer. Christian. Palhinha spielt nicht, super Kompanie. Florian Frank, jo, das Spiel war schwierig. Wolfsburg war für mich in der zweiten Halbzeit echt Glück. Bayern hat nur durch ihren besseren Spieler gewonnen. Gut, so wie du sagtest, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Jo. Andreas, ich bin nur froh, dass du nicht für die Aufstellung bei uns zuständig bist, denn viel Ahnung hast du auch nicht. Du musst mal sehen oder hören, wie oft du dir widersprichst. Ja, auch für dich. Was erlaubt Strunz? Geh woanders gucken, geh mir nicht auf den Sack. Doch völlig fein, wenn du was anders siehst. Bombarda Maxima. Ich unterschreibe einfach alles. Davis war definitiv mal wieder grottenschlecht, so wie letzte Saison. Warum spielt dieser Mensch? Bei gefühlt jedem zweiten Ballkontakt musste ich die Augen verdrehen. Warum spielen Opa und Kim? Die haben heute wieder bewiesen, dass sie zumindest zusammen untragbar sind. Jo. Ich will einfach keine Flashbacks oder der vorherigen Saison. Es war traumatisch genug, dies live mitzuerleben. Dann, warum zum Teufel sitzt unser 15 Millionen Mann auf der Bank? Ich glaube, das hat mich heute am meisten schockiert. Ja, mich auch. Palhinha sollte absolut gesetzt sein und von mir aus kann unser King Jo Kimmich dafür auf die Bank. Auch auf die Bank. Das ist mir völlig wurscht. Der nimmt mit seinem Kontrollzwang sowieso sämtlichen Spielern den Raum auf dem Platz. Ich hoffe, das hatte heute triftige Gründe. Ansonsten werde ich meine anfängliche Euphorie bezüglich Kompanie sehr schnell verlieren. Haji, Gesundheit. Danke. Passt ja, wa? Haji, Gesundheit. Bild. Adrian, ich warte jetzt mal die nächsten 10, 15 Spiele ab, wie sich alles entwickelt. Keine Panik. King Sofa, Kim muss auf die Bank. Sofort Tar holen. Marcel. Bayern hatte nur Glück, dass es Wolfsburg war und keine Top-Mannschaft wie City oder Madrid, sonst wären sie gnadenlos Bahn gegangen. Weiß ich auch nicht, was immer diese Vergleiche am ersten Spieltag einer Bundesliga-Saison zu suchen haben. Sorry. This is Mallorca. Tell Palhinha. Uff. Jetzt reden Kimmich und Kompanie von Mentalität. Wow. Das ist der FCB. What the fuck? Das hat den Verein schon immer ausgemacht. Das sollte einfach Standard sein. Aber klar, braucht es Zeit. Trotzdem hart. Patrick. Jetzt kommt doch alle mal runter. Es war das erste Spiel. Echt. Jakrit. 2 Gegentore. Zum Glück. Ich meine, es wären 3 oder 4 gewesen. King. Allgemein gesehen verstehe ich deine Kritik oder besser gesagt draufhauen auf Opa und Kim. Nicht die haben erste Halbzeit sehr gut gespielt, die zweite Halbzeit war schläfrig, aber es war vom kompletten Team und es ist erst das zweite Spiel und wir sollten Kirche im Dorf lassen. Und eine alte Dyer ist leider nicht stammplatztauglich. Er ist zu alt und man muss auch auf... Ja. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Joachim. Man sollte vielleicht insgesamt mal wieder auf dem Teppich bleiben. Es war das erste Spiel, erste schwache Halbzeit, mal ein bisschen Zeit geben. Ja, spricht auch keiner dagegen. Nur nochmal, dann kann man trotzdem die gezeigten Leistungen kritisieren. Also zu dem Alter, ja. Also wenn du mir mit dem Argument Alter kommst, dann diskutiere ich mit dir nicht. Bring vernünftige Argumente, dann können wir gerne darüber diskutieren. Fab M, Tar ist zu teuer für 25 Millionen. Ich lach mich schlapp.
Christian Heilemann, das negativste Video, das ich je gesehen habe. Klar waren sie nicht gut, aber diese Bewertung ist so maximal daneben, zum Teil einfach mal positiv sein und dann macht das Leben auch mehr Spaß. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön Spaß sachlich bleiben. Leben. Wenn du das nicht verstehst, dass man... Ach nee, ich sag da nichts weiter dazu. Weißt du doch nicht. Ich grüße einfach mal alle, wurde ja alles gesagt. Ersten 3 Punkte haben wir und das ist wichtig. Genau. Pascal, du kannst nur meckern. Wir sind nicht gut gewesen, aber auch nicht schlecht gewesen. Die Flaschen hinten, ja. Ich weiß auch nicht, was wollen wir mit die. Jetzt meckerst du doch auch nur. Hä? Merkst du selber noch, oder was? Hier. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Kommentare, stark. Alter Belly. What's up? Ach man, was soll man dazu sagen? Also erstmal hat der Schiri am Anfang in einer Minute 2 Fehlentscheidungen getroffen und dann noch ein klares Handspiel nicht geahndet. Aber das hat das Spiel nicht entschieden. Klare Kiste, darf aber ein gestandener Bundesliga-Schiri nicht passieren. Ja. Davis, mega schwach, kann keinen Ball annehmen und dann bringt er nicht mal einen Pass über 2 Meter zum Mitspieler und fordert dann 17 Meter. Wie du schon sagst, raus aus dem Kader. Gnabry egoistisch wie immer, auch wenn er ein Tor gemacht hat. Minjay kein Bayern-Niveau, obwohl ich ihn mag, aber das reicht nicht für die Startelf. Opa, da muss was passieren, so geht es nicht weiter. Hoffe, dass er die Kurve endlich bekommt, denn ich halte eigentlich viel von ihm. Kimmich Ecken, never ending Horror Story. Hoffe, Kompanie lernt daraus und stellt gefährlich in Dyer auf. Erste Halbzeit war echt gut von uns, aber die zweite lassen wir mal lieber. Okay, genug gemeckert, aber dieser Sieg war glücklich. Jetzt dein Video schauen und sehen, wie du das alles so siehst. Ja, im Großen und Ganzen genauso. Sweetie, sorry, aber manche Leute hier in den Kommentaren sind schon wieder unterirdisch. Aber hey, solche Leute hast du ja selber rangeholt mit deiner Einstellung. Bild. Müsstest du mir erstmal ein Beispiel bringen, wer diese Leute denn sein sollen? Ach, Leute. Weiß gar nicht, wie ich jetzt auf den... Komm, kriegst ein Herzchen und wenn die Kommentare nicht gefallen, lies die Kommentare doch nicht. Wenn dir meine Meinung nicht gefällt, guck dir meine Videos nicht an. Ist auch ganz einfache Kiste, Alter. Genau, Katastrophe, Erik. Endlich, du bist der Zweite, der es verstanden hat. Sehr gut, danke. Talkie Bayer, mein Fazit, ich bin sauer und enttäuscht, weil die Mannschaft da weitermacht, wo wir aufgehört haben. Nochmal, wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Also mal ganz ehrlich, ja gewonnen, weil ein Sieg zwingend war. Doch das Wie muss Kompanie mit Eberfreund ganz schnell in den Griff bekommen. Sonst wird es wieder eine Saison ohne Titel und das meine ich nicht respektlos den Spielern gegenüber. Schließlich hat man den Sieg erzwungen, doch genau das ist das Problem. Bayern macht in der ersten Halbzeit alles richtig, spielt professionellen Fußball, doch man vergisst wieder das zweite, dritte Tor zu machen. Dann kommt wieder aus der Pause, dann kommt wieder aus der Pause, wie schon die Jahre zuvor. Wir sind der FC Bayern, haben alles im Griff, easy going. Und schon steht es nach 90 Sekunden der zweiten Halbzeit 1:1. Ausrutscher denkt man sich, okay, muss nicht sein, doch was die Innenverteidigung auch mit Neuer zusammenspielt, Frechheit. Die ersten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit eine Frechheit, was da die Bayern wieder spielen. Und sorry, man verkauft den besten IV nach United, spielt mit Kim und Opa. Was die sich dann in ihrer arroganten Spielweise erlauben, ist eine absolute Frechheit. Da muss Kompanie unbedingt sofort handeln und dies hätte er mit Palhinha und Dyer viel früher machen müssen. Da müssen mal so Spieler wie Kim oder Kimmich einfach früher ausgewechselt werden. Wir haben doch die Qualität im Kader. Ja, man kann sich ja schütteln und nun die 3 Punkte feiern, doch bitte, bitte, Bayern, fangt an, realistischen und ernsten Fußball zu spielen. Ihr seid nicht mehr Meister, habt seit 2 Jahren nur Probleme, gerade was die Einstellung auf dem Feld betrifft. Und das solltet ihr langsam mal einsehen. Ein Spiel geht bis zur 95. Minute und bis dahin muss jeder Einzelne voll Konzentration bleiben. Bitte zwingt daraus lernen. Ja gut, aus seinen Fehlern sollte man immer lernen, ne? Helly, Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Da dir das ja alles so negativ ist, brauchst du hier auch keine Kommentare mehr schreiben. Ne? Und brauchst auch nicht hier zugucken. Guck woanders. Tschüssi. Snackmonster und BMW Champ. Florian, Opa und Kim, mit denen spielen wir nur zu 9 und die Gegner zu 13. Eberl und Konsorten inklusive Aufsichtsrat haben sie in der Hinsicht nicht mehr alle in Bezug auf den Lichtverkauf. Da wird einem mit der Verteidigung Angst und Bange. Ja, habe ich alles so gesagt, ne? Opa, Kim, 6, Not. Goretzka und Dyer, die müssen die in der Verteidigung spielen.
Bernd, ich bleiben. Ich verstehe was. Katastrophe, streiche das Wort. Nein. Christian, Müller beweist, dass der Rücktritt überfällig ist. Ach, Müller war bisher gut. Hat auch das Tor eingeleitet, also immer mal auf dem Boden bleiben. Wa? Heidi, es ist noch einiges zu tun, aber nach 4 Wochen war auch nichts anderes zu erwarten. Defensive wie immer mies, sonst hat's mir gut gefallen. Odyssee, Boe, wirklich vielversprechend. Unter TT hätten wir das verloren. Das wissen wir nicht, aber ja. Oldschool, schon wieder 2 Gegentore. Ich fürchte, es wird wohl wieder über 40 Gegentore hageln in dieser Saison. Könnte passieren, wa? Der Meister. Musiala spielt auf 10, währenddessen Müller auf der Bank sitzt. Gnabry spielt links, währenddessen der da besser spielende Musiala schon wieder im Zentrum Bälle verliert. Kim macht wieder Fehler und soll als Erste zum Verkaufen stehen. Das Spiel der Mannschaft hat keine Struktur, ganz einfach. Ohne gute Ideen. Spieler verlieren ihre Position und demnach Bälle. Hoffe auf die nächste Saison mit einem neuen passenden Trainer und mit der Wanderrückkehr. Der Junge soll auf der 10 spielen, muss allerdings. Wow. Nach einem Spiel hoffst du jetzt schon auf die nächste Saison. Und dann sagt man mir, ich bin zu negativ, oder was? Bild. Thomas Milner und den beiden IVs wird nachgesagt, die können das Spiel aufbauen. Ja, und Hauptsache progressive Pässe, Leute. Alles ist gut. Pascal, hast ja echt gebracht, De Ligt zu verkaufen. Hat's ja echt gebracht. Ja. Kevin. Moin Kai, da bin ich auch mal wieder. Nach einer Ewigkeit mit einem längeren Kommentar. Okay, warte, dann lass mich noch einen Schluck nehmen, sonst ist die Stimme gleich weg. Wichtige 3 Punkte ist mein Fazit. Ich weiß, du hörst es nicht gerne, aber meiner Meinung nach siehst du das heute zu kritisch. Wir müssen Company auch ein bisschen Zeit geben, um sich reinzufinden und bis Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen sind. Es sind noch einfache Fehler in unserem Spiel, die sich mit der Zeit lösen werden. Klar, dass nicht alles sofort läuft, aber ich gebe dir definitiv recht, dass wenn er nach Leistung geht, das dann auch durchziehen muss. Er wird noch probieren müssen, um seine Konstellation zu finden, schauen, wie sich die Spieler machen, wie sie sich einbringen und entwickeln unter ihm. Da sage ich auch nichts gegen. Wir selber haben es erst so spannend gemacht durch unseren Rückfall in der zweiten Halbzeit. Man hat in der ersten Hälfte sehr gute Ansätze gesehen und es dem Gegner am Ende zu einfach gemacht. In der Rückwärtsbewegung war eine Unordnung vom Feinsten drin und wir sind immer noch anfällig auf Pressing. Mein Hot Take, Odyssee wird eine richtig starke Saison spielen. Ich vielleicht nicht viel gesehen bis jetzt, aber weiß schon, dass der Mann richtig was drauf hat. Boe hat mit der Anfangszeit sein Bayern-Niveau klar unter Beweis gestellt. Richtig starke Anfangsphase von ihm. Gnabry hat's okay gemacht, Kane spricht für sich, Musiala fand ich gut. Pablo ist mir gar nicht so aufgefallen. Kimmich ist in der Rückwärtsbewegung eine Nulpe. Bei diesem Personal ist für Kimmich kein Platz auf der 6. Meine Sorge war und bleibt die Innenverteidigung. War die letzte Saison nicht umfangreich genug? Kim ist eine absolute Farce heute gewesen. Er vermittelt mir immer wieder unüberlegte Aktionen. An dieser Saison wird er sich messen lassen müssen und auch schon in der Vorbereitungsspielen ging das in eine üble Richtung bis jetzt. Bester IV der Serie A, ich weiß ja nicht. Opa hat auch nicht geglänzt, aber im Gegensatz zu Kim hat Opa bewiesen, wie stark er sein kann. Berechtigt mich, wenn ich falsch liege, aber Opa hat im Gegensatz zu Kim sein Potenzial unter Beweis gestellt. Es braucht einfach noch einen Mann in der IV, der Opa zeigt, wo es die nächsten Jahre lang geht. Diesen Mann hatten wir, bis sich Max Eberl und Co. dachten, hey, es ist doch eine super Idee, unseren besten IV abzugeben, weil wir ja Geld einnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Eberls Idee war. Alter, wir sind der verfickte FC Bayern, als ob wir uns damit in eine wirtschaftlich schlechte Lage bringen, wenn wir De Ligt seine Ablöse nicht kassiert hätten. Junge, Alter. Selbst wenn der 15 Mille plus verdient hat, rechtfertigt er es wenigstens und war die Zukunft. Ein Leistungsträger, Leader und Kämpfer. Ja, stimme ich zu. Er war alles das, wonach Company strebt und der FCB nach außen vermitteln möchte. Ja, genau, und man ist so dämlich und schafft sich wieder mal ein Loch auf dieser Position. Eher hätte ich einen Kim oder wenn auch immer verkauft, aber De Ligt? Das ist eine der dümmsten Entscheidungen, die ich je erlebt habe und ich habe TT miterlebt. Wirklich, ich bin so sauer, Alter. Wir haben in 4 Wochen Audi Summer Tour genauso viele Trikots verkauft, so viele wie in der ganzen letzten Saison. Wir haben aufgerundet 400.000 Mitglieder und können allein mit unseren Mitgliedern das Stadion 4-mal voll machen. Nicht ansatzweise so viel wie irgendein anderer Club auf dieser Erdkugel ausgenommen.
Ausgenommen von Corona steigen wir von Jahr zu Jahr unseren Gewinn. Aber wenn es dann darum geht, jemanden loszuwerden, beziehungsweise Geld für einen kleinen Umbruch in die Hand zu nehmen, muss es so einer sein. Dieses Gesamtpaket findest du aktuell auf der Welt kein zweites Mal. Wenn man einen Kim wegen der Markterschließung nicht gehen lassen will, ja, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, dann verkauft halt einen anderen oder wartet einfach noch ein Jahr. Dass wie jetzt kommt, steht auch nicht in festen Tüchern. Richtige Minusaktion vom bis jetzt überzeugenden Eberl. Ja, gut, am Ende des Tages hast du nichts anderes gesagt, wie ich in meinem Video. Ja, vielleicht hat es sich zu negativ angehört, das mag sein, aber ansonsten gehe ich mit deiner Meinung 100% mit. Ja. Was anderes habe ich eigentlich auch nicht kommuniziert. Ja, außer, dass ich die schlechten Leistungen der Spieler halt und auch von Company ganz klar angesprochen habe. Und ja, ich stimme auch zu, mit Zeit geben, bla Sülz, sich entwickeln, bla Sülz. Aber ich denke, man kann schon ansprechen, dass die Auswechslung viel zu spät kam und dass es eine Katastrophe war, dass man Palhinha nicht gebracht hat. Erschließt sich mir halt nicht. Und wenn sich mir das nicht erschließt, werde ich das auch so klar kommunizieren. Ansonsten gehe ich 100% mit, was du gesagt hast. Ja. Horst, Alter, das Shirt. Dislike. Horst, dein Post. Dislike. Vorsicker. Hier wird mir alles zu negativ gesehen. Ich fand das Spiel gar nicht so schlecht, bis auf die IV, wo ich euch recht gebe. Es ist das erste Bundesligaspiel, beruhigt euch. Ich bleibe bei meinem Verdacht, dass Company extra so aufgestellt hat, um die Schwachpunkte offen zu legen. Bin mir ziemlich sicher, dass diese Woche noch 2 Spieler den Verein verlassen werden. Ein Flügelspieler und Kim werden noch gehen. Wer hier keine Veränderung sieht, ist blind. In der letzten Saison hätten wir das Spiel 4:1 verloren. Der Kampf und die Mentalität ist da. I don't know. Wenn ich allein meine Benotung heranziehe, denke ich, war die nicht zu negativ. Ja. Teilweise waren hier, ja, wilde Kommentare so, die Saison, ich warte mal auf die nächste Saison und sowas, da gehe ich auch nicht mit. Aber nochmal, man muss auch dann im ersten Spiel das auch klar äußern können, wenn wir über das Pflichtspiel reden, was schlecht war. Und das habe ich getan. Ja, wen das so negativ ist, ist das völlig fein. Ich muss das nicht in den Himmel loben, wenn es nicht in den Himmel gelobt werden muss. Das ist dieselbe Diskussion, die wir letzte Saison hatten mit dem Tuchel in der Hinrunde, wo ich gesagt habe, der Fußball ist grottenschlecht, obwohl wir die Spiele gewonnen haben. Und ja, ich denke, am Ende habe ich recht behalten, oder? Dass sich das genau in diese Richtung entwickelt hat, die ich da prophezeit habe. Und von daher werde ich meiner Linie treu bleiben. Den einen gefällt es, dem anderen nicht. Dann guckt halt hier nicht zu. Ist für mich völlig fein. Ne? Und ich bin auch weit entfernt davon, da jetzt in Company da schon über irgendeinen Kamm zu scheren. Also, wie gesagt, entscheidend wird sein, oder der erste Fingerzeig wird sein, wie die Aufstellung gegen Freiburg jetzt aussehen wird. Ja. Dass ein Kim den Verein verlässt, wage ich zu bezweifeln. Ich wüsste nicht, wer ihn kaufen sollte. Wer weiß. Freitag, wa? Freitag wissen wir mehr, Leute. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für eure Kommentare und ja, hoffen wir einfach auf die richtigen Konsequenzen für das Spiel gegen Freiburg und dann, wie gesagt, sehe ich uns auf einem guten Weg. Die erste Halbzeit war gut, war stark, war guter Fußball auch, ja. Und wenn Palhinha steht, dann wird die Abwehrreihe schon ein bisschen safer stehen. Und wer weiß, vielleicht stellen wir auf Dreierkette, dann kannst du vielleicht auch mit einem Upa und einem Kim weitermachen. Mal abwarten. Also Möglichkeiten hat ein Company auf jeden Fall genug. Die Frage ist, inwieweit er sich traut, gewisse Sachen umzusetzen und gewisse Spieler dann auch einfach mal rauszunehmen. Ja? Und wenn es nur taktisch bedingt ist. Und nicht zu sagen, oh nee, ich stelle den dann lieber da und dahin, anstatt ihn auszuwechseln. Das ist so das Ding. Aber gut. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.